shows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves to expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed, the story flips, see. Now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me. Two-faced friends only in it for the money. Who can you trust when he trying to be the greatest? But now I'm waving bye to you haters until I'm number yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more. Until I'm number and you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top. Number one. What am I really trying to prove? Did I just put myself into a situation where I gotta choose between music and money, fans and friends? I hope that all the above is on the Scantron then. Life is a test and I study for the class. If you wanna understand, then you better do the math. Procrastinated rappers thinking they go past, gonna find out real soon just how long they gonna last. Can't afford to keep it 100 nowadays, cause if you want the money and need the record plays, you'll turn into a Lady Gaga monster for the fame. That's why all of a sudden all your music sounds the same. But me, I'll keep it me, have nobody else to blame. Cause even if I never ever make it in the game, I'll know I kept it true when I gave my all to you. But nah, fuck it, I ain't in it to lose, I wanna be number God live, Ehrenmann, Ehrenmann. Ja klar, mein Stream guckt der einer als der von Montesina. Das ist schon mal ein Ehrenspruch. Das muss man schon mal sagen. Kuss, Kuss, Kuss geht raus. Ja, moin, ich mache den genau gleich Stream wie Monte eigentlich. Sehr geil. Sally, bist du Zwerg, der Jorin? Yes, ich bin Zwerg. Hallo, hallo Frau Ace, Mohamed Hashi, moin. Paul Aaron, Sally, Peace zusammen. Danke, seid ihr mit am Start schon jetzt. Ehrenmänner und Ehrenfrauen sind da schon mit am Start. Und alle, die in den Chat schreiben, sind sowieso die Ehrenmänner und Ehrenfrauen. The one and only Milo Mo Rich. Du bist schon der one and only Mo Rich. So ein Ding ist das. So. Das Lied im Hintergrund, ich fühle es wirklich extrem. So. Ah, jetzt haben wir noch hier den Chat. Yes, let's go. Variashi, endlich mal wieder live dabei. Sally Variashi, moin, moin, moin. Hey, danke, seid ihr alle so mit am Start. Das freut mich gerade. Viele Leute im Chat. Weder alle Leute, die im Chat sind, einfach mal eine 1 in den Chat. Als erste Chat. Two can be as bad as one. Loneliest number since the number one. Oh, du geht's. Und ich merke gerade, das ist ein bisschen verzögert, der ganze Shit. Ja. Oh yeah. Oh yeah, ich fühle den Song. So. Also. Sandra Grossrieder, moin, hallo, hallo, hallo. Merko L, salut. Ey, danke, seid ihr alle mit am Start. Geil. Hast du studiert, God Live? Ich habe studiert, ja. Also ich bin am Studieren, ja. Oh, das Eins in den Chat kommt erst jetzt, also es ist wirklich um ziemlich viel verzögert. Ich würde sagen ungefähr eine Minute. Keine Ahnung, wieso das so verzögert ist, aber... Ah, der Jeremy Mon ist am Start. Ich weiß keine Ahnung, wieso das so verzögert ist, aber drauf geschissen. So, ich schaue jetzt mal hier auf den ehrenwerten Reaction Screen und zwar... da hier. So, also... Und ihr habt wahrscheinlich gesehen, ja moin, hier ist ein geiler Livestream, ja moin, nice. So, was ich noch wollte sagen, ist, ich habe es komplett vergessen. Nein, was soll ich jetzt sagen? Ich habe es vergessen. Nein, hier, easy, das ist das Video, das habe ich mir vorher vorgemerkt habe. Hier, wie Influencer gratis für dich arbeiten. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Und ich rede noch gerade darüber, wieso, weshalb, warum, wo ich diesen Kanal gemacht habe. YouTube. Oh Mann. youtube.com/c/. Hey Mann, kann ich auch noch überhaupt schreiben oder was? So hier, mylol.
der Channel hier, das ist mein Zweitkanal. Und hier laden einfach Stream-Highlights auf. Ja, also ganz einfach eigentlich. Letzte Woche habe ich da Alkohol Real Talk und Milo bewertet die Schweizer YouTube-Szene. Und dazu wollte ich dann auch noch kurz etwas sagen zu der Schweizer YouTube-Szene, beziehungsweise zum Bewerten. Variasch, ja, der Moritz, der ist auch jedes Mal dabei. Zuschauer von allen. Ja, der Variasch und der Moritz, ihr zwei, vielleicht zusammen noch mit dem Ash April, ihr seid jedes Mal mit dabei. Und das ist schon mal ein ehrenwertes Dankeschön wert. So, aber jetzt habe ich mir das Video einziehen vom Easy Magazine, respektive vom One and Only, vom Sedi, einem Fischer. Ein Fisch der, oder? So, der Sedi. Und jetzt habe ich... Also, hier, der Sedi. Jetzt bin ich aber gespannt. Also, wie Influencer gratis für dich arbeiten. Ja. Habe ich noch mal etwas sagen? Nein. So, das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Ja, also da reagieren wir jetzt doch einfach einmal hier auf wie Influencer gratis für dich arbeiten. Let's go. Und jetzt habe ich hier eine ganz schöne Sonnenbrille geschenkt bekommen. Den lege ich hier mal um. Schläfig geschmiert, ich hab's dir gesagt. Da rein kommen. Es ist das Product Placement mit Sinalco, die doch da irgendetwas gemacht, so eine Aktion von hey, bin ich behindert, kann ich überhaupt reden oder was? Die hat doch so eine Aktion gemacht mit jeder kann Influencer sein oder so, ich weiß doch nicht. Influencer, wo es etwas gratis gibt, sind sie ganz vorne mit dabei. Herzlich willkommen an der Fashion Week. Wieso sind wir heute da? Ich habe eine neue Marke gegründet. Nein, ich bin kein Stammverkäufer von Ibiza. Aber wie macht man aus diesen China-Brüllen jetzt eine nachgesagte Trendmarke? Ganz einfach. Als erstes musst du ein minimalistisches Logo designen. Dann einen neuen fancy Insta-Kanal aufmachen und über dubiose Wege an 10'000 Follower ankommen. Die wüsten Brille richtig cool verpacken und das Ganze dann mit einem richtig schlechten Produkttrailer abrunden. We were always confronted with the question, how do we create visibility? Soda Glasses, designed for impact. Und die verschenken wir heute. Wir brauchen Pro. Soda Glasses. Hey, Easy Magazine beziehungsweise Sedi, wenn ihr die Sonnenbrille, wenn ihr die Brille da würdet einfach so verkaufen, dann schreibt mir einfach auf Instagram @myloromani, einfach schreiben und dann kann ich die Sonnenbrille auch bewerben. Gar kein Problem. Für unseren nagelneuen Instagram-Kanal. Ja, moin, ich mache nie Instagram-Posts, bewerbe absolut nicht. Bin jetzt gerade fertig mit Arbeiten, jetzt erstmal in den Stream reinziehen. Joshua spielt sehr, sehr geil. Was schaffst du? Komm, guten Tag. Du gefällst mir sehr gut mit deinem Style. Ich würde dir gerne etwas schenken, aber es wäre mega lieb, weil im Gegenzug könntest du eine Story schnell für uns machen. Wie heißt deine Marke? Soda Glasses. Kannst du das machen? Ja, klar. Cool. Ich bin gerade bei der Messe Auf Ehre bin an der Messe angekommen und habe da erstmal eine geile Sonnenbrille bekommen. angekommen. Und jetzt habe ich hier eine ganz schöne Sonnenbrille geschenkt bekommen. Du hast Glück, sie hat 20.000 Follower. 20.000, das ist super. Genau diese Menschen suchen wir. Schau mal. Thanks to Soda Glasses for the stylish sunglasses. Ich weiss halt, wie die Leute ticken, was man ihnen muss geben muss. Nämlich freie Gugus. Free Gugus. Das ist Slim Cat. So 90 bis 140, je nachdem welches Modell das ist. 3, 2, 1, geht los. Also, Dings, die Qualität oder die Skills vom Ausschneiden, also wer auch immer bei Easy Magazine für das Ausschneiden zuständig ist, dem könnt ihr erstmal eine Gehaltserhöhung geben, weil die Ausschneiden-Skills hier, also das ist wirklich Next Level. Ja moin, Urgamer, Sally. Influenzen kann jeder. Setz dein Sinalco kreativ in Szene unter #Influencinalco und gewinne einen Influencer-Deal im Wert von 2000 Franken. Influenzen kann jeder. Ja, ist egal. Sinalco, weder mit wem machen, #Influencer Sinalco. Einfach auschecken. Sehr, sehr geile Aktion. Ja, moin, ich schwöre, juckt mich überhaupt nicht. So, also, was gibt's da? Was?
Hättet ihr irgendwelche Videos, die jetzt so in der letzten Zeit online gekommen sind und eigentlich Real Rap nicht eure Videos, sondern einfach Videos, die diese Woche irgendwie online sind. Sandra Grossrieder, schade, muss ich schon mal gehen. Ja, irgendwelche Videos, die diese Woche oder dieses, ja, in der letzten Zeit da gut gelaufen sind. Genau. So, was habe ich noch? Was ist der Unterschied zwischen dem Harry Potter und einem Jude? Keine Ahnung. Joshua spielt, ich habe gesehen, nicht sich selber bewerben, aber ich muss schnell mal spielt, ich muss mal sehen, was du überhaupt jetzt in der letzten Zeit wo ich geladen hast, was du abgeladen hast, was du auf Sachen machst. Ich bin schon mal fast gestorben. Natürlich jetzt ehrenwerte Interview mit uns zwei. Sehr, sehr nice. Nein, die beste Instagram-Kommentar ever. Ja, gut. Guck mal, Sideman. Ja, gut. Eben, das ist halt Englisch, Jeremy. Das ist halt englischer Shit. Meine, ich habe absolut nicht. Sideman. Das ist halt Englisch, habe ich das Gefühl. Und englischer Shit gönnen ich mir wahrscheinlich nicht. Ich habe die nicht abonniert. Ja, moin. Ich muss die noch abonnieren. Ja, moin. So, Knossis größter. Ja, das habe ich gesehen. Ich habe gesehen, was Knossi gewonnen hat. Warte mal. Knossi, da ziehe ich mir sogar rein. Hier, das habe ich mir sogar gesehen. Aber hier will ich das machen ab 4 Minuten 19. Kennt ihr das ganze Zeug, das hohe Glücksspielzeug? Ja, ich kenne es nicht oder ich checke es überhaupt nicht, das Zeugs. Irgendwie, keine Ahnung. Hier. Die Bücher lieben mich, die kommen jetzt auf 50 €. Dann kann ich in meinem Leben sagen... Kennt ihr die Glücksspiel-Stuff? Und kennt ihr den Knossi? Wer kennt hier den Knossi? Ja, wer kennt ihn? Ich hatte Bücher auf 50 €. Kann ich nein... Ich hatte Bücher Gottlieb kann ich nein machen, auf jeden Fall, ja. auf 50 €. 10-mal! 10-mal, seid ihr bereit? Let's go! Nein. Bücher auf volle Lautstärke, 2. Spin. 3. Spin. Oh, Baby! Ja! Ja! Nein! Auf 50! Gibt es irgendjemand da außen, der mehr in seinem Stream rummögt und mehr komplett die Tür raged und nichts mehr checkt als der one and only Knossi, Digga? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Ach nein, jetzt habe ich mir für Werbung gewählt, für mich wollen mehr mein Merch muss ja auch noch verkauft werden. Ah ja, genau. Ah ja. Ich kann leider nicht mehr Glücksspiel spielen. Wegen dem Schweizer Gesetz. Wieso kannst du nicht mehr Glücksspiel spielen wegen dem Schweizer Gesetz? Wieso kannst du nicht mehr Glücksspiel spielen? Ich weiß es nicht. So. Etwas habe ich mir noch... Ah ja, letzte Woche habe ich noch etwas machen und zwar geile Wohnungen oder so Wohnungen angucken, die ich mir niemals in meinem Leben könnte, niemals im Leben könnte leisten. Machende Folge vom Podcast. Ja genau, machende Folge vom Podcast. Ha genau. Wegen dem Witz vorher mit dem Harry Potter, er hat... Was? Er hat es aus der Kamera geschafft. Oh Mann. Er hat es aus der Kamera geschafft. Ach, Junge, was ist das für ein Ausraster? Gau, der sieht dreht so durch. So, aber jetzt, egal. Jetzt ziehen wir uns zuerst nochmal das Video hier ein. Ja, ich bin komplett lost. Nein, zuerst wollte ich mal euch erklären. Vielleicht wisst ihr es nicht. Ich habe letzte Woche irgendwann einmal, eigentlich ziemlich spontan, hier den zweiten Kanal gemacht. LOL. Genau, den Kanal habe ich gemacht. 2 Kanal, dass ich einfach dort ein bisschen Stream-Highlights uploaden für die Leute, die es verpassen, für die Leute, die es nicht sehen oder so. Einfach Stream-Highlights, weil ich selber weiß es an mir, wenn ich den Stream verpasse von irgendjemandem, will ich meistens nie, sorry, ja moin, ich habe vorhin gerade gegessen, will ich meistens nie mir einen Stream von irgendjemandem einziehen, gönne ich mir nicht die Stream-Highlights, aber hure gern. Genau. Und da habe ich letzte Woche jetzt auch noch als Tierlist abgeladen. Also ich habe gesehen, welcher Schweizer YouTuber, den ich am besten finde und so weiter. Und nein,
hat sich da der ein oder andere aufgeregt, weil ich nicht die aktuelle oder will ich nicht aktive SwissTuber genommen. Wenn ihr wollt wissen, wer wo was ist das? Es gibt da nämlich eine Webseite. Ah ja, swisstubers.info. Also es gibt da nämlich so eine Webseite. Und zwar hier swisstubers.info. Die Webseite, auf der Webseite kann man oder sieht Kanäle so ein bisschen aufgelistet von schweizerdeutschen Kanälen. Also. Und es gibt halt Sachen, oder das letzte Video, hier sind die aktiven Leute so ein bisschen aufgelistet. Und wenn, wieso bin ich hier nicht drin, ja moin? Hier, 28. Das sind alles aktive YouTuber in der Schweiz, das ist eigentlich heftig. Also es gibt schon den einen oder anderen Aktivkanal hier. Radio 4TN geht es zum Beispiel, ja. Ist halt kein YouTuber, aber ja, ich hätte eigentlich aktive Leute raussuchen in dem, hier der Seite. Tut mir auf jeden Fall leid, aber ja, ist ja nicht so schlimm. Ja, genau. Man kann als Schweizer keine Glücksspielseiten mehr besuchen, mitspielen, die nicht aus der Schweiz sind, da wir ein Geldspielgesetz angenommen haben. Ah, okay. Okay, ja, das ist natürlich ein Seich. Gut, eigentlich kein Glücksspiel. Also an alle Leute, die Glücksspiel machen, so eigentlich eine Scheißidee. Also eigentlich ist es eine Scheißidee und sollte das eigentlich nicht machen, weil gibt keinen Sinn und sollte das wirklich nicht machen. Es macht euch, du darfst wahrscheinlich einfach nur das Geld aus dem Portemonnaie ziehen. Genau so sieht es aus. Was ich nachher machen will, ist jetzt hier. Wo ist jetzt das Video? Hier. Vom Unsympathisch. Ich habe es leider schon gesehen. Aber da hat er etwas Heftiges drin da. Da hat er etwas Lustiges drin gehabt. Und zwar. Sport. It's only a game. Heute ist es wieder So. Die muss ich schnell mal einziehen. EA Sport. It's only a game. Heute ist es wieder soweit. Heute eine neue Episode von Sascha liest Kommentare. Heute werden mal wieder diverse IQ-Punkte verloren. Es gibt ja viele Leute, die sagen, oder ich selber auch, also ich selber inspiriere mein Content auf meinem Hauptkanal ja wirklich oft, also auf dem Kanal hier, wirklich relativ oft, oder inspiriere mich sehr fest eigentlich am unsympathisch. Das merkt man und das ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis. Wieso, wo ich jetzt zum Beispiel unsympathisch. Kann ich überhaupt reden? Ich kann nicht reden. Wieso, wo ich unsympathische. Wieso, wo meine Videos die vom unsympathisch gleichen? So, jetzt habe ich es halbwegs geschafft. Ist gleich noch fast alles falsch gewesen. Aber ich habe es Videos gegeben und meine Videos sehen ziemlich ähnlich aus. Und in diesem Video hat er etwas sehr, sehr, sehr Geiles gemacht. Ja. Ich unter mein letztes Video gegangen bin und mal wieder ein paar Kommentare gelesen habe. Ich muss den Schreibtisch hochfahren. Und was alles dabei ist, zeige ich euch jetzt. Wir fangen ganz traditionell an mit dem Top-Kommentar aus der letzten Episode. Let's go. Wurde heute Mittag von der Polizei angehalten, weil ich nicht angeschnallt war. Danke, Sascha. Leute, bevor jetzt Sascha diese Kommentare anfängt, natürlich wieder anschnallen und festhalten für die folgenden Kommentare. Ich mach schnell, meine Damen und Herren. 10 Minuten lang, aber Geschwindigkeit halbiert. Das ist wirklich ein Masterplan. Zum Anschauen mal 2, mehr Anzeigen. Bam. Easy Ads. Erste Hilfe. Aber jetzt macht er einfach das Video in halber Geschwindigkeit. Und dann machen wir hier einfach bei YouTube, zack, Wiedergabegeschwindigkeit auf 2 für die ein oder andere, was nicht würde verstehen. So, auf 2, oh nein. Kurs, Trailer, Mehmet, stabile Seitenlage, mehr Anzeigen. Danke, Bruder. Dann ist einfach halbwegs normal. Ja, moin. Es ist wirklich eine halbwegs brillante Idee, aber Mehmet. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Es hat wahrscheinlich nicht geklappt, weil hier unten bei YouTube. Ja, keine Ahnung, was ich rede. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich schon in Tschernobyl war. Wie oft mehr Anzeigen. Eigentlich so ein Kommentare-Video, also das. So ein Kommentare-Video wie, der unsympathische hier macht, könnte ich auch mal machen, es wäre schon noch geil, wenn meine Abonnenten so etwas würden in die Kommentare schreiben. Werde das ganze Video wieder einziehen, einfach unsympathisch TV bei YouTube eingeben und das Video euch einziehen. Was ich jetzt noch sagen oder euch fragen. Was ist euer Lieblings-YouTuber? Wer ist euer Lieblings-YouTuber?
Einfach eine einzige Person. Wenn ihr jetzt spontan müsstet sagen, wer ist euer Lieblings-YouTuber, schreibt das mal in den Chat. Genau. Einfach weltweit international. Nicht nur deutsch sprechend. Würde mich sehr interessieren, aber es geht natürlich jetzt um eine Minute oder so. Ja. Querdenker. Danke für den Präventionsansatz. Oder haben das just gelesen? Ja, genau. Ja, bitte, habe ich gerne gemacht. So, oh Mann, ey. Eigentlich könnte ich noch hier live im Stream auf ihr. Hast du schon das neues Video von Ice Production gesehen? Habe ich noch nicht gesehen, ey. Möseflutscher, was ist echt das am... Möseflutscher, was soll das? Ja, das ist ja kein Video. Oder? Das ist ja kein Video. Ja, Nihus, der Monte. Sir Vlog, nice. Monte, natürlich Pumpkin. Hey Mann! Mike Suminski in der Schweiz easy, okay. PewDiePie, yo Oli. Das war's an der Stelle komplett. Spaß. Gewisse Podcasts höre ich immer in 2-facher Geschwindigkeit. Aktuell 4 der David Dobrik, der ist auch sehr, sehr geil. Der Mark Galaxy, okay, nice. Justin, okay. Okay, ja, doch. Ich würde jetzt spontan immer vor allem bei den deutschen YouTubern mit dem Jan Neuhaus einverstanden sein, und zwar Monte. Momentan von mir auch Monte. Wirklich India. Ich keine Ahnung, wieso. Aber er ist schon einfach so ein sympathischer, entspannter Dude, der Monte. Ich weiß auch nicht, wieso ich den Monte einfach so vier, also ja, mir auch so einziehen. Keine Ahnung, wieso. Das ist Schweizerdeutsch. Was ist Schweizerdeutsch als Mensch? Schau das Video doch. Ja, ich weiß, dass das Schweizerdeutsch ist, aber das ist kein neues Video. Das Möseflutschen, das habe ich eigentlich absolut keinen Bock, mir das Video einzuziehen, muss ich sagen. Also das habe ich schon mal gesehen, und das ist so ein Oldie. Wirklich ein Oldie. Oh nein. Ja. So, aber... Ah ja, was ich noch machen ist schnell, ganz kurz, so auf Krampf, weißt du, so auf Influencer-Lifestyle, weißt du, schnell irgendein Ding machen, so eine Story, dass ich gerade einen Livestream mache. Ja, ich fühle mich jedes Mal massiv, also wirklich ultimativ blöd. Ja, so. Jetzt mache ich schnell eine Story. Ja, keine Ahnung, ich schieße mich an, aber ich mache schnell eine Story rum. Meine Damen und Herren, ich bin gerade live hier auf YouTube am Streamen. Man sieht hier, der Chat ist am Eskalieren. Ist doch absolut nicht. Aber ich bin live auf YouTube, also wenn ihr nichts zu tun habt, kommt vorbei. So, dann posten wir noch den Shit. Einfach mal zack posten. Ich habe es nicht mal noch angeguckt. Es juckt mich nicht. So. Oh, shit, Jungs. So, jetzt habe ich mal die Story gepostet. Hoffentlich kommt die. Hä? Nein. Hä? Ja, News, gönnt mir 5 Stutz. Er ist schon mit zurück. Der one and only Jan Neuhaus mit einer 5 Franken Doni. Kuss geht raus. Ja, also wirklich sehr, sehr geil. Danke vielmals. Kuss auf deine Nuss. 5 Stutz. Sehr, sehr geil. Und was ist euer Lieblings-YouTuber in Deutschland? Der Urgamer hat schon geschrieben. Der Unge. Ja. Wer ist euer Lieblings-YouTuber in Deutschland? Kuss geht raus. Was passiert da, Olivia Rohr? Ich weiß auch nicht. 5 Stutz Donation. Das ist so, ja, knapp ein kleiner Döner kann man vielleicht irgendwo hier in der Stadt Freiburg bekommen. Ein kleiner Döner kann ich mir mit dem holen. Holy shit. Und ich schulde dir noch Döner. Mann. Du machst mich broke. Eigentlich machst du mich nicht broke, du hast mir gerade etwas gespendet. Bin ich dumm oder was? So, ist egal. Ich 4. von der Umdrehung bei Monte. Hä? Check nicht, was du meinst. Ja. So. Also. Tanzverbot, Jonas Ems, ein kleiner, ihr
Schweiz, der Grisha Yeti. Okay, guckt ihr noch zu, Grisha Yeti. Okay. ASMR Eating. Ja, das kann ich nicht machen. ASMR Eating können wir noch einziehen. In DE der Rezo. Okay, der Rezo. Aber jetzt Architectural Digest. So, Bro, in dem Fall muss ich mal auf Freiburg Döner essen. Ja, also es gibt, ich weiß nicht, ob es da 5 Franken kleiner Döner gibt, aber auf jeden Fall also ein Grek oder Griechisch. Wie sieht man das? Ich weiß gar nicht, wie man das sieht. Ja, moin. Architecture. Englisch ist nicht da. Hier. Auf dem Kanal gibt es heftige Wohnungen. Und ich wollte jetzt einfach mal sehen, was es da für heftige Wohnungen gibt, beziehungsweise wie die aussehen. Und im Gegensatz dazu, was? Aber du machst es extra. Du machst es extra. Unglaublich. Nein, Jungs. Du machst es extra. Jetzt kann ich mir einen ganzen Döner kaufen. Dude, merci vielmals. Jetzt kann ich das ganze Mittag wieder damit leisten und nicht nur zum Morgen. Holy shit. Mann, ey. Hä? Der Döner hat gesagt, ich muss mehr sagen, dass ich Geld von einem Döner brauche. Und dann spenden mir die Leute, weiss nicht was, weiss nicht wie viel Money, weil ich wie viel einen Döner muss essen. Ja, das reicht von einem Döner. Es reicht jetzt schon für 2 Döner. Wahrscheinlich für 3 Döner. Hey, Jungs. 3 mal 6, ja, es reicht. 3 mal 6, ja, habe ich 18. Ja. Oder? Ja, doch, jetzt. Nein, Mann. Ich glaube es nicht, ich bin wirklich sprachlos. Ihr tut mir da die fetten Donations drin drücken. Also ja, es sind fette Donations, doch, es sind fette Donations. Und das macht mich jedes Mal fertig, wenn ihr mir einfach das spendet. Bald, Jungs. Das ist eigentlich gut da Hintergrund, Jungs. Bald kann ich mir hier ein Haus kaufen, hier, 35 Millionen. Zack, ein Schnäppli, oder? ja, moin. So, ziehst du mir vor, in dem Fall gar nicht rein. Doch, kann ich leider noch machen, aber das habe ich jetzt erst noch mehr einziehen. Wie viel hast du bisher schon durch Livestream verdient? Ich weiß es auch nicht. Frag den Jan Neuhaus, der kann auf seinem Bankauszug sich einziehen, wie viel will. Er und der Urgamer sind die Spendenkönig auf meinem Kanal. Also locker, sie sind Spendenkönig auf meinem Kanal. Aber, meine Damen und Herren, wenn ihr wollt spenden, einfach dort irgendetwas her tun. Ist eigentlich die YouTube-Donation 60% für dich und 40% für YouTube? Ich weiß es nicht einmal, ich weiß es wirklich nicht. Könnte irgendjemand recht schnell googlen? Ja. Ja, eben, Döner als Donation-Masche, genau, ja. Wenn ich mal ein bisschen knapp auf die Tasche bin oder so, dann können wir einfach sagen, ich brauche Döner. Ich muss Döner essen. Also, meine Damen und Herren, wenn ihr wollt spenden, ist beim Chat, also einfach beim YouTube, wo ihr jetzt seid, hoffentlich auf YouTube. Ja, bin ich behindert. Beim YouTube-Chat einfach unten noch, dort auf das Dollarzeichen drücken und dort könnt ihr mir einfach eine Donation eindrücken. Eine fette Donation mir eindrücken. Also so, bam. Spaß. Genau. Donation Goal. 35 Millionen Franken. Ja. Im nächsten Stream ist einfach so ein Donation Goal unter meinem Dings. Hier unten dran. Da unten. Und unter meiner Facecam, Donation Goal 35 Millionen. Also, inside a 35 million Malibu home with 2 private beaches on the market, Architectural Digest. Let me see what is going on in this apartment. 35 million Malibu home. Ich hoffe, dass man dort sich auch einen Döner ohne Zwiebeln, ohne scharfe Sauce einziehen kann. Wie esst ihr euren Döner? Erstmal hier in den Chat schreiben. Wie esst ihr euren Döner? Mit oder ohne Zwiebeln? Ohne Zwiebeln, ohne scharf? Genau. So. Also, let's go. 35 Millionen Stutz ist das Ding wert. Also das Teil sieht aus wie zu Mallorca. Irgendwo eine Hütte, die schon lange nicht mehr behandelt ist und die uralt ist. Ja moin, Spaß. So.
Was ist jetzt da? Oh Mann! Ja, genau, die doppelte Geschwindigkeit drin. Scheiße nochmal. So, das Haus soll 35 Millionen Stutz wert sein. Wieso nicht mit 2 Private Bitches? Ich weiß es auch nicht. Anstatt 2 Private Bitches? Ja. Welcome to Il Pelicano, located at 32506 Pacific Coast. Kann die noch verkrampfter reden? Geht's nicht. Ey, Streamlabs tut hier Leute, nur Fleisch und Brot. Max Mission, nur Fleisch und Brot. Ey, du bist schon ein grusiger Sieg. Entweder ein Haus in Malibu oder hure viel Döner. Nein, man kann beides haben. Fleisch, Zwiebeln, Mais und Schaf. Mais? Aha, das gibt's bei uns gar nicht. Ohne Tomaten. Ja, Tomaten habe ich aber noch gern. Aber also, nur Fleisch und Brot. Du, erstmal hier. So, das da hier musst du jetzt machen, was ich mache. Raus aus dem Stream. Will das, meine Damen und Herren, das geht gar nicht. Nur Fleisch und Brot. Digga. So, let's go. 35 Millionen und die kann nicht einmal anständig reden, nur so verkrampft. Highway. Nestled into a bluff directly on the Pacific Ocean, this 3,800 square foot home features 3 bedrooms, 4.5 baths, 2 private beaches, repurposed materials from 2 private beaches. Ich glaube, die 35 fucking Millionen, die kommen von diesen private beaches und die Wohnung. Klar ist da ein bisschen geschnörkelt und so, aber irgendwie feiert das nicht so. Feiert ihr das? from around the world and abundant marine life viewing from your deck, morning until night. While this beachside sanctuary is only minutes from the famed Point Dume in Malibu, it feels like your own private island off the coast of Italy. This one-of-a-kind Malibu masterpiece is on the market for $35 million. Come on in and check it out. Die sind hure verkrampft. Und übrigens der Blick, was ihr hier gerade macht. Ja, moin. This home is situated on a private promontory. You have access to 2 beaches on each side. You have no neighbors. You wake up to the sound of nature every day. Ja, das ist schon cool, wenn man keine Nachbarn hat, aber irgendwie kann nicht jeder normale Mensch, der irgendwie halbwegs normal verdient oder ein bisschen mehr verdient, mit dem Livestream, ich weiß nicht, vielleicht bin ich nicht bald zu diesen Millionären hier, weil so viele Spenden, die da schon eingekommen sind, Kuss geht raus. Nein, aber wirklich Dankeschön an alle Spenden, alle Leute, die hier eine Donation eindrückt hier und so. Wirklich sehr, sehr geil. Ja. We're now on the sunset deck. You can sit in here and have a cup of coffee, glass of wine. If you want to come over here and check out, part of what makes this so special is that you get sunrise in the east to sunset in the west. Ja, also der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Sonnenaufgang bin ich gefühlt sowieso nie wach für das. Aber der Sonnenuntergang, sich einzieht, das ist schon nice. Schon nice. This home looks as if it was plucked from Tuscany and placed on the coast of Malibu. Here's a few reasons why. We have this beautiful fountain that was reclaimed from Italy. These antique doors, hundreds of years old, from France. Ja, weißt du, also es ist ja schon hure nice. Also, weißt du, so hure antike Türen von Frankreich oder weiss nicht was. Das ist schon nice. Aber keine Ahnung. Ich feiere es nicht. Also irgendwie finde ich es nicht so geil. Also, wenn ich schon 35 Millionen ausgebe, will ich nicht in eine alte Bruchbude ziehen, oder? Oder nicht? Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich nur so. Paul Arun, meine Meinung zu Rassismus, das ist eigentlich ganz easy zu sagen. Was? Da hat doch jeder die gleiche Meinung. Also, das ist der grösste Scheissdreck. Also, irgendjemand, der jemand anderen diskriminiert, aufgrund von irgendetwas, wo man Rasse nennt oder das ist größter Bullshit. Bullshit. With the original hardware, finished to perfection. Let's go in and take a look at the house. When we enter the home, we come into the living room. Look at this view. Floor-to-ceiling glass, ocean from every corner. Ja, das sieht schon nice aus, ja. The living room has. Das sieht schon nice aus, aber dort zu Malibu ist das. Ja, moin, innen ist das Gewitter und das ganze Haus ist weg, weil es so uralt ist, das Haus. Es steht absolut nicht. 35 Millionen, weggeschwemmt.
Ja gut, ich habe noch Beaches. Unique pieces. You have your handkerchief vaulted ceiling. You have this magnificent fireplace. In eine komplette Bruchbude zügeln. Da kann ich auch hier in mein Gartenhäuschen zügeln. So ein Ding ist das. This mantle was originally brought in from India. It was a door surround. The homeowner had it cut, mitered, and hand-painted to look like wood. Over here is one of my favorite parts of the house. I love this sitting nook, this bay window for beautiful sunset views, for reading your book. The ins Reading your book. Das letzte Mal, als ich ein Buch gelesen habe. Warte mal. Ah nein, ich habe gar nicht ein Buch gelesen. Nein, Spaß. Ja. These bench are from the pews of an old French church. The cellar has incorporated some really unique pieces, such as these lights from Beatrice Wood, a very famous American female artist. Over here, she's built this custom sofa with 12 corbels. This space was designed so that everyone is looking at each other. This is designed to flow for entertainment. Another wonderful feature about this house. Ja, also eben, es ist mir irgendwie viel zu altgebacken, das Haus. Es ist eigentlich schon noch eine schöne Sache, aber es sieht fast mehr aus wie ein Museum. Ich hätte das Gefühl, ich darf nichts anrühren, ich müsste so durch die Wohnung laufen und so. Und dann, wenn ich etwas anrühre, so wie das da, anrühren, dass gerade alles kaputt ist. Und dass alles kaputt ist und wenn ich irgendwo anschlage oder so, dann, ja, ist alles durch. Ist alles komplett am Arsch. Wenn ich mal noch drauf schlage, gerade 1500 Stutz durch. Is that all the doors pocket and open up, so you have this indoor-outdoor flow throughout the home. So you hear the ocean. Don't you love this sound? Du hörst den Ocean gerade neben dem Ocean. Aha! The seller's attention to detail and her unique design. She created these beautiful barrel ceilings with reclaimed Italian tile. Follow me into the powder room. So you have reclaimed flooring from Rome. You have this beautiful antique outdoor fountain that has been turned into the powder room sink. Every piece in this house is a conversation starter. Look at this amazing kitchen. Could you imagine cooking in a kitchen that looks like you're in the Tuscan countryside, but with this view? Ja, eben. Also, ich weiß nicht, ob ich noch viel mehr von dem Ganzen muss sehen, aber es sieht wirklich mehr aus wie ein Museum oder irgendetwas so, als ein Ort, wo ich just drin wohne. So. Keine Ahnung, es ist einfach zu viel des Guten. Ja, keine Ahnung. Also, ich würde da wahrscheinlich nicht wohnen, vor allem wenn ich selber müsste zahlen für 35 Millionen. Niemals. Was? Take a look at the chandelier. This is a petrified Amazonian vine that has been turned into a lighting fixture. It's amazing. It's really amazing. It's astonishing what we've accomplished with this light. It brightens up the whole entire studio. Ja, ich mache bald englische Videos, ja. Truly one of a kind. Another recurring feature throughout this home is that... Ist die andere, während der Dreharbeit hat sie nicht mehr mögen, hat sie irgendwie, ist sie gestorben während der Dreharbeit und hat dann nicht mehr einen Film oder wie? Spaß! So. Everything is tucked behind beautiful antique doors or features so that you have modern living in an old world house. All the modern features that you would want in your home mixed with beautiful items such as this copper crown molding that has been turned into your hood, and again that herringbone tile that has been reclaimed. And here in the family room, sicher kein Fernsehen, weil für Leute, die ein Museum kaufen, dann hat es noch kein Fernsehen gegeben. One of the most special features in the home is this ceiling here. It's from Sri Lanka, hand carved. This beautiful fireplace is built from an Indian door frame that has been turned into the mantle. Schlaganfall vom geschwollenen Englisch hat sie gehabt. Ja, ich glaube auch, die Alte, das hat sie nicht mehr geschafft. The beautiful Indian corbel set in the center. This couch here is built from bed frames, which is fitting because it's comfortable enough to sleep on. And if we come over here, these Moroccan antique doors pocket, fully privatizing this room to complete the cozy feel. Ja, ist das jetzt das Wohnzimmer gewesen? Das sieht aber noch geil aus. Das sieht wirklich noch geil aus.
fossilized shell. Ja, da Zähneputz oder so. Da bleibt die ganze Zahnpasta irgendwo heich oder so. Ja, das ist ja nicht so nice. Also, keine Ahnung. Wenn ich Zähneputz nicht... Guck, man sieht dort sogar noch im Ecke so ein kleiner... Ja, ich zeige hier drauf, hier. Also hier sehen wir noch so ein bisschen... Es läuft gar nicht ab. Ja, nein. Has been turned into your sink. And this hand-painted stained glass window faces the southern exposure. Da kann man noch ein paar gregorianische Gesänge lancieren, wenn man da die Fenster sieht. Come on out and join me on the main deck. Ah, sie ist schon mit This deck zurück. has been tiled with reclaimed Italian stone. Das sieht... Aussen sieht es noch nice aus. You have this magnificent dining table. This deck is perfect for lounging, for enjoying your friends, for dining. The evening nighttime atmosphere is magnificent. Come and follow me around. The deck follows around the house. There are sitting vignettes throughout all the decks in this home. From every entertaining room, there is sliding doors. So the flow is in and out from the family room, from the kitchen, from the living room. And there's nooks and crannies all throughout these decks. This is the perfect home to entertain your guests in. Ja, eben. Das Haus, es ist mir irgendwie zu alt gebacken und es... Ich würde dort nicht wohnen. Klar ist es nice und so, aber keine Ahnung. Amazing barrel ceiling made from Italian reclaimed stone. And as we enter, take in this 180-degree breathtaking ocean view. From this room and this bed, you can take in sunrise and sunset. And it's framed with this spectacular... Das ist ja geil. Das ist natürlich geil, wenn du gerade so eine fette Aussicht hast. Also du siehst nur zu mir. Nein, aber es ist schon noch, das sieht schon noch cool aus, wenn man so grosse Fenster sind. Schon noch schön. Oversized window that lets you feel like you're sitting on the edge of the world. Truly magic. On the edge of the world? Habe ich das richtig gehört? Also sagen Sie da damit, dass die Erde flach und nicht rund ist? Ach komm, hab doch einfach deine Schnurren, Alter, ganz ehrlich. And we enter the master bath through these amazing metal Moroccan doors. And as we step inside, the shower floor is an Italian custom-made mosaic. Nur sieht noch nice aus. Shell chandelier. Ja. The cabinets are made from an antique French door. The customization and details are unparalleled, even in the bathrooms. Ja. Guest Bedrooms. Bedrooms, habe ich gesehen. Dude, ich habe mir, ging echt so andere YouTuber und so in Videos, Digga, wie reden die Englisch? Ja, muss ich sagen, Bedrooms und nicht Bedrooms. I'm standing between the two guest suites. Both have outstanding ocean views, but I'm going to take you to my favorite. So we come out to this magnificent deck with the magnificent views, this wonderful sitting area, and of course, we have Pelican Rock. Ja, Pelican Rock ist eigentlich ein paar nervige Möwen, die hier den ganzen Tag dort chillen, oder wie? Ja, eben das ist das Haus hier. Das da ist das Haus. 2 Private Beaches und nicht Bitches. Nein, 2 Private Beaches. Es ist noch ein schönes Haus. Mehr als Museum als etwas anderes. Ich würde dort nicht wohnen. Das ist natürlich ein schönes Haus. Ja. Genau. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Könnte uns noch modern sein. Also der Urgame hat dann noch geschrieben, was für Komplex hat da der Architekt gehabt, dass er das ganze Weltmaterial genommen hat. Dank ihm haben wir jetzt... Ja, geil, das sehe ich jetzt von der ganzen Welt haben die irgendwie Zeugs hergenommen. Von Italy, Brasil, von... Ja, meine, das sind die einzigen 2 Länder, die ich kenne, außerhalb von der Schweiz. Spaß. Ja, genau. Kannst du nachher bitte auf Real Love Guys reacten? Ja, kann man das machen. Ich gehe erst pennen, wenn du auf meine Videos reagiert hast. Arnold in Action TV. Okay. Arnold in Action. Wenn deine Videos jetzt nicht gut sind, Homie. Wenn die Videos jetzt nicht gut sind, dann drehe ich komplett durch. Spaß. Okay. Welches soll ich ziehen? Angry People. Du kannst nicht auswählen, welches soll ich ziehen. Hier. Angry People, Summer Vibes, Mofa, Töffli. Meine Damen und Herren, wer von euch tut alles Töffli fahren?
Das da hier, das ist die Zukunft von der YouTube-Schweiz. Nein, Spaß. Nein, ziehen wir mal das Video ein. Easy. Action TV presents. Aha, Töffli, okay. Töffli-Lifestyle. Ich habe auch früher das Töffli gehabt. Das Puch Maxi S. Puch Maxi S. Wisst das jemand von euch da draussen noch? Ey, wieso tut deine Nacht gegen löschen Samuel Behler? Live, sorry. Ja, sorry, Samuel Behler. Ja. Ja, hau den Töffli-Vlog besitzen. Ja. Wo tust du aber selber mal schnurren? Wo tust du selber reden? Ja. Hier, Vlog. Du bist in der Ferien gsi, die Ferien am geniessen. Hast du nicht geredet? Dude. Du hast nicht geredet. In der Ferien hast du... Ja, mal in der Ferien hast du nicht geredet. Nein, in deinem Video hast du nicht geredet. Das gibt's ja nicht. Nein, Spaß. Mach auf jeden Fall weiter mit den YouTube-Videos. Also, da ziehen wir dann vielleicht auch noch 10 oder andere mehr ein. Nein. So. Hier, also, warte mal schnell. Ein bisschen modernes Haus. Ein bisschen modernes, etwas Neues. Wir jetzt oder wissen, was ein bisschen etwas Neues ist. Hi, I'm Michael. So, etwas neues Haus. Also Inside David Dobrik's Haus. Nein, das muss ich jetzt nicht einziehen. Oder doch? Nein, als hure teures. Also hier 85 Millionen Penthouse. $85 Millionen Penthouse. $85 Millionen Penthouse. So. Jetzt wäre Ice Production eine gute Abkühlung nach dem Tag. Das machen wir zuletzt so als Abkühlung. Check meine Insta-Videos. Ja, ne. Auf ein gute Schweizer Videos, dann muss ich morgen wieder eins machen. Ja, machen wir um eins. Machen wir mal eins more rich. Das wäre sehr, sehr nice. Ja. Schieß, ja genau. Arnold in Action. Doch, ich ziehe mir schon nochmal deine Videos hier, auf jeden Fall. Aber mach auf easy. Nicht die ganze Zeit hier drin schreiben. Check das Video aus, mach das, mach dieses. Einfach Videos machen und so. Vielleicht aufs Mal finde ich die Videos ging nicer, ging geiler. Und dann ziehen wir sie auf jeden Fall. Also, 85 Millionen in New York City Penthouse. What? 85 Millionen. Wie kann er 85 Millionen Dings aussehen? Okay, jetzt New York ist gefühlt schon alles 10 Millionen. Nee, Spaß. Welcome to the 45th floor duplex at Atelier in Midtown Manhattan. The apartment has 10 bedrooms. 10 Bedrooms. 10 Bedrooms. 10 Bedrooms. Ja gut, für 85 Millionen muss schon 10 oder andere Schlafzimmer drin liegen. 10 en-suite bathrooms. 15,000 square feet of interior space. Includes a private chef for a year, a private butler. A private chef for a year. Ja, moin. 3 exotic supercars and $1 million yacht. In addition, you get floor seats to the Barclays Center for the Nets, dinner for a year at Michelin-starred restaurant Daniel, a summer house in the Hamptons, and du brauchst einfach noch das Haus dazu. 2 tickets to outer space. 2 Tickets to outer space? Hä? Was ist denn das? Da könnte doch mir noch die ein oder andere Donation einbretschen, oder? Könnte mir noch die ein oder andere Donation geben und dann kann ich auch
mir das Penthouse in New York gönnen. Let's go, baby. What else could you ask for? This entire New York City lifestyle and apartment can be yours for $85 million. Come check it out. What the fuck? If you want to remodel the home to your specific taste, the apartment does come with a $2 million construction credit. This apartment comes with 3 luxury cars. Der ähnlich. Ist das Rolls-Royce, oder? Oder bin ich da falsch? Oder ist das ein Bentley? A Rolls-Royce Phantom Ah, nee. hardtop, a Rolls-Royce Phantom convertible, and also, if you want to really kick up into next gear, a Lamborghini Aventador Roadster. The apartment comes with a live-in butler for a year, as well as your own private personal chef. There is a full kitchen, but the private chef will prepare anything for you at any time. If you're tired of your private chef's cooking, this apartment comes with dinner for 2 at Daniel Boulud's Michelin star-rated Daniel restaurant in New York City. If you're a big sports fan, this apartment comes with 2 courtside seats to the Brooklyn Nets for every home game for an entire season. What so this the apartment fuck? does come with a $1 million yacht and docking fees for 5 years. It's 85 feet long and has 5 bedrooms. Also, What the fuck? Das ist unglaublich. Also so, wer braucht so ein Haus? Wer will in so einem Ding wohnen? Ich bin lost. Fubian, kann man donaten? Ja, also einfach gerade beim Chat ist so ein $-Zeichen. Musst du dort draufklicken. Aber natürlich komplett, ja. Es will safe niemand das kaufen und deshalb geben sie noch Stuff dazu. Ja, das könnte ja sein, ja. Also ich fahre lieber Toyota Yaris. Ja, genau, ja. Mein Bruder hat einen Toyota Aygo, also mit dem kann man auch fahren. So the dock is only a few blocks north from your apartment. Part of a New York lifestyle is also going to the Hamptons in the summer. This apartment comes with a Hamptons rental in Sag Harbor for a summer. What It's the a fuck? 12,000 square foot house with a Mit einem fucking Tennisplatz. Für mich, das ist so, was ich momentan noch überlege, ist das so das einzige vielleicht Luxusding, das ich würde haben beim Haus. Nein, auch nicht. Auch nicht, weil dann vermiesst es dir und gehst gar nicht mehr so oft Tennis spielen, weil du es vor der Hütte hast. Ja. tennis court, pool, and 5 acres of land. It's very close to the Sag Harbor town, and it's the perfect relaxing spot for a busy New Yorker. If you get tired of the busy lifestyle in New York, or Earth for that matter, this apartment comes with 2 seats to outer space on a commercial spacecraft. Du kannst einfach to outer space gehen. Das gehört alles meinem Dad. Ja, ich glaube auch, ja. Darum fährst du ein Töffli. Actually be launched into outer space and orbit the Earth in a spacecraft. How many homes do you know come with that? The rationale behind the amenities is a curation of a New Yorker's luxury lifestyle. It's not just a home you're stepping into an entire lifestyle curated from you from a real New Yorker. Ja, aber wer würde dort wohnen? Aber jemand hat gerade auch noch geschrieben im Chat, okay, aber mal ehrlich, welcher Millionär schaut sich gerade das Video an und denkt sich, ja moin, kaufe ich gerade. Ja, keine Ahnung. Gibt es Leute, es gibt safe niemanden, der sich das gönnt. In this living space, you're surrounded by open, floor-to-ceiling windows that gives you views of the entire New York City skyline in Midtown. You're able to see the Hudson Rail Yards building straight south from here. And you also have the perfect view of the Intrepid Museum, which is pretty cool. You have the perfect amount of sunlight that comes into the apartment. It makes Ja, schon eine heftige Sache, aber irgendwie, keine Ahnung, jetzt 85 Millionen, so, das ist schon fett, das Teil. Also, es sieht schon geil aus und so, aber keine Ahnung. Der hat mal lieber ein Haus, sowieso irgendwo, ein Haus hier in der Schweiz und chillt einfach hier am Nord, das chilliges Haus hier in der Schweiz und fertig. Genau. Töffli ist der Drip, ja genau. Oh yes, boys. Genau. 10 Schlafzimmer. Perfekt für Ausländer. Genau. So. Der Fabio Wiedmer, den habe ich mir schon mal eingezogen, der Fabio Wiedmer. Den kenne ich in den Videos. Diese Videos kenne ich tatsächlich schon. Mal ehrlich, wer schaut das Video direkt und... Keine Ahnung, wer sich das...
Aber wer sich das Haus gönnen will, ich weiß es auch nicht. Also wer da einziehen und so, ich check es nicht. Fabulous Escapes, ist das neu? Fabio Wittmann, hat das ein neues Video abgeladen oder wie? Nein, das ist nicht das Neues. Nein, das habe ich schon gesehen. Fabulous Escape habe ich schon gesehen. Das habe ich schon gesehen. Das habe ich schon gesehen, genau. Auf No-Homo-Basis. So. Irgendetwas habe ich noch ansprechen in dem Stream. Irgendetwas habe ich noch sagen. Das letzte Mal habe ich ihn etwas gesehen. Ich weiß es nicht mehr, ich habe es komplett vergessen. Kannst du auf Low reagieren? Wer ist das? Ah, ist das so eine Schweizer YouTuberin? Oder was? Ich treffe Swiss Meme. Ja, gut. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Heute darf ich den Seki interviewen und ich Wieso hast du den Seki interviewt? freue mich schon mega fest und ich nehme euch mit. Ja, moin, ist einfach aufs Mal Leute gekommen. Tag in den sozialen Medien. 50.000 Followers. Die Leute und Ja, gut, der Seki, aber wie seht ihr das schon mal gesehen? Es interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ja, ich kann mal Fan-Discord machen, auf jeden Fall. Das könnte ich wirklich mal machen, so einen Discord-Server, wo mir die Leute einfach bei mir in Discord chillen oder so, während dem Stream oder so. Dann kann ich auch mal mit dem einen oder anderen schnurren. So. Könnte man wirklich mal machen, ja. Genau. Habe ich schon mal erwähnt, dass du auf meinem Video reagieren? Arnold in Action TV, habe ich noch gar nicht gehört. Du Spast. Ich mache dann ein Video. Ich treffe. Ja, genau, mach das Video, wo du mir triffst. Moritz. Genau, ich mache vielleicht wirklich mal so einen Discord. Was habe ich jetzt? Jetzt etwas liegen. Ah ja, Ice Production. Ice Productions. Zack, Ice Productions. Das ist das, oder? Rengar, Trap. Vielleicht sind wir nicht das Ganze ein, muss ich sagen. Schau mal von Golden Eagle Lock folgendes Video: Custom Luxury Floorplan Tour. Das machen wir gerade, ja. Machen wir gerade. Und ist das nochmal falsch? Ich dachte schon mal. Bin ich lost? Nee, ist das richtig? Ist das falsch? Hier ist es. Ja, moin, ich bin dumm. So, neues Video, hallo. Willkommen zu einem neuen Video. Sali, Max Mission. Bist du schon mit mir in den Alpen, hä? Ja, der Teil können wir nur schon 1 Stunde. Und wir wollen... Nein, wir wollen dort tun. Verdammt. Du hast nicht das Ganze lösen. Sag mal, was sind das eigentlich für Spasten? Spaß. Zum Glück können wir die so gut. Also wirklich sehr gut gemacht. Nein, Spaß. Du siehst schon wirklich fantastisch aus. Jeder einzelne Strap gefestigt, also wirklich nice. Macht uns fit für das heutige Abenteuer. Es ist heute süttig heiß und deswegen ist der Thomas fast am Verschmachten.
Oha, Schnee. Ihr seid auf Schnee gestoßen. Nice. Ist nicht mit Premiere Pro. Es sieht schon nice aus. Jetzt geht es über das Schneefeld durch und dort zu dieser, wie sagt man, Lücke. Er hat wirklich noch professionelle Schuhe zum Wandern angelegt. Ja. Live und scharf. Sehr gefährlich. Oh, hier der Max-Mission. Er ist am Klettern, er ist am Schwitzen. Seine Wasserflasche ist schon fast leer. Er könnte kotzen, er hat fast nicht mehr Wasser dabei. Aber er zieht das jetzt durch, für ein neues Lives und scharfes Bild zu erhaschen. Legende. Meisterkoch. Noch ein Blöttle da oben. Es gibt's doch nicht. Die Schuhe. Ey, er hatte nur noch Schuhe an. Sie hatte nur noch Schuhe an. Nach dem Motto hätte er wahrscheinlich da oben gelebt. Das sieht geil aus. Die Shots sehen geil aus. Kein Akku mehr gehabt danach. Ja moin. Nach einem anstrengenden Aufstieg gestern Abend hat es uns direkt in die Federn gehauen. Deswegen haben wir auch kaum etwas filmen. Direkt in die Federn gehauen. Erstmal nackt andere Leute belästigen. Und jetzt machen wir uns schon wieder bereit auf den Abstieg von diesem wunderschönen Berg. Könntet ihr mir sehr gut gebrauchen. Fuck. Oh. Wir haben uns jetzt glücklicherweise von dieser Tölpelmasse an Schnee befreien. Wir können jetzt wenigstens auf Gestein laufen, weil ihr habt es vorher schon gesehen, mir hat es gerade umgelitzt hier auf dem Schnee, oder? Man merkt, es ist schon sau rutschig. Also wenn ich jetzt da drin stehe, dann der Schnee geht recht nach, es ist halt recht feucht. Es ist recht feucht, er hat schon geschissen. Weil es halt schon am Schmelzen ist und dort unten ist der Thomas. Geht es jetzt hier, den steilen Weg hier durch ab. Und unser Ziel sind die Häuschen dort unten. Oh shit, das ist ja hure weit. Hä? Ist eine Donation reingekommen? Fabian, 12 Franken. Kuss. Ich danke dir von ganzem Herzen. Danke für deine Spende. 12 Franken ist nicht selbstverständlich. Danke vielmals. Ja, Kuss geht raus. Nein, merci vielmals für die Spende. Ist sehr, sehr geil. Sehr, sehr nice. Merci vielmals. Merci 1000. Erstmal ein Merci an den Fabian. Ja, moin. Und nochmal. Wir haben heute eine wunderschöne, anstrengende Wanderung gehabt, gute Nacht gehabt und haben ganz viele tolle Impressionen dürfen erleben. Ihr habt es im Video gesehen, es war wieder mal ein random Video gewesen. Nichtsdestotrotz würde es mich freuen, wenn ihr hier irgendwo auf den Abo-Button klickt. Die Glocke könnt ihr auch aktivieren, dann verpasst ihr das nicht, wenn wir wieder mal unregelmäßig etwas aufladen. Da geht es zum letzten Video. Daumen auf und Kommentar nicht vergessen. Ja, Daumen auf, Kommentar nicht vergessen. Nices Video, checkt sie aus. Ice Production, ohne S schreiben. Ja, und jetzt hat vorher noch Dings geschrieben. Was habe ich? Psst, du musst mir ja nicht erzählen. Wieso ist das genau mein Humor? Küstli, es hängt. Hängt's bei euch? Legt's bei euch? Jetzt noch hier, schnell zurück zum Urgamer. Schau mal, Golden Eagle Lock. Golden Eagle Lock. Golden Eagle Custom.
Custom Luxury Home Floor Plan. Genau, das da hier. Das hier, Video hier wäre das gewesen, oder wie? Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist das Video. Jetzt ziehen wir uns das mal ein. Wo wir wissen. Das sieht noch geil aus. Ich muss sagen. Ja, also da ziehen wir uns nochmal an so ein Haus ein. Also das sieht natürlich nice aus, aber ich muss sagen, wenn so viel Holz ist, für mich ist es fast ein bisschen zu viel, aber ich bin gespannt. Aber es sieht, eigentlich sieht es schon noch geil und so heimelig aus, das Haus bis jetzt. Heimelig aus, das Haus bis jetzt. Ja. Hi guys, this is Justin Jankowski from Golden Eagle Log and Timber Homes. I want to walk you through this beautiful full log home built in South Dakota, overlooking a quaint little town. Golden Eagle can build any of our homes in US or Canada. This home is perched on a mountain range, but I could easily see it on a lake or a river below it. This home is equipped with 5,000 square feet, 4 bedrooms, 5 baths, a 5-car garage, and as you can see, hundreds of square feet. Das ist auch nur zu Amerika so wichtig. 5-Car Garage. Also, keine Ahnung, ist das wirklich in der Schweiz so wichtig, dass man so viele Garagen hat? Keine Ahnung. 4 Bedrooms ist auch viel zu viel, aber ja, 5 Bathrooms. Für wer? Of decks and covered porches. Because of the sheer size of the home, we utilize their 10-inch full log, button pass corners, and to top it off, hand peeling on all the logs. Covered porches and decks can be added anywhere to a home, so you can enjoy the view on a quiet morning with a cup of coffee or an evening dinner with friends. Es sieht schon geil aus. Aber ist irgendwie zu viel Holz für mich, aber es sieht eigentlich schon geil aus. Don't forget about the second-story rooms. A balcony can be added for a private view for the kids or a guest. The stone pillars add the feeling of strength and durability, as if the home was carved right from the mountain. Window design, but you could easily opt for triangular. Aber zum Beispiel hier in dem Wohnzimmer, was mir sowieso stört und was ich gar nicht feiere irgendwie, das da oben. Da das ausgestopfte Tier, vielleicht ist es ja nicht mehr so ausgestopftes Tier, aber so ein Tier in der Wohnung zu haben. Keine Ahnung, ich habe das bei ein paar Leuten mal gesehen, aber ich finde das überhaupt nicht nice und überhaupt nicht schön. Ich finde das irgendwie. Ich will doch ein ausgestopftes totes Tier in meinem Haus haben. Ich finde das. Ja, ich will das nicht in meinem Haus haben. Also wirklich nicht. Das sieht für mich gar nicht schön aus. Und es ist mir einfach alles zu viel Holz. Es ist zu wenig Kontrast noch mit etwas anderem. Klar, jetzt hier noch der Steh und so. Aber es ist zu wenig Kontrast für mich. Keine Ahnung. Ja. Trapezoid. Ich reagiert auf Schweizer Videos. Ja, mein erstmals englisches Video. Ja, nur englische Videos angucken, das ganze Stream. Muss los. Or rectangular windows. Wenn das Haus brennt, dann ist sowieso alles fertig bei dem hier, ja. As you can see in this picture, large log beams span across the width of the room. These can be added, subtracted, or moved depending on personal taste. The massive stone fireplace reaches to the... Nein. Und nein, noch hier so ein Fogo, und nein, noch hier der Hirsch. Also überhaupt nicht meins, das habe ich wirklich nicht gerne. Der Ami-Style von einem Haus da, das feiere ich wirklich nicht. Peak of the vaulted ceiling, showing off just how grand this home is. A high-efficiency, sealed wood-burning fireplace will add warmth to the home. Extra width was added to the fireplace chase to allow for wood storage. And then notice the wood-carved mantle? It's the little details that makes... Ja, das ist schon noch schön, aber jetzt ist nicht... Oh, Digga, wow, oder so. Der Arnold in Action TV sieht noch... er ist jetzt seit 3 Jahren am YouTube machen und er hofft, dass er jetzt vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Dude, bei YouTube ist es halt so, du musst wirklich einfach dort sein und aktiv sein und viele Sachen machen, wie du so machst. Also einfach, mach einfach die Sachen, die du drauf Bock hast, aber irgendwie
probiert die gleich qualitativ zu verbessern und so, dann kommen sowieso irgendwann einmal kommt der Erfolg oder kommen mehr Leute auf die Kanal zu und so. Also es wird sowieso irgendwann einmal funktionieren. Also da musst du dir irgendwelche Sorgen machen und du machst dich auch nicht für irgendwelche Zahlen und irgendetwas so zu erreichen. Genau. Also jetzt nochmal weiter mit dem Haus da The hier. biggest differences. Ja. Looking back at the front door. Nein, aber mit diesen Tierchen und so im Haus, das fühle ich wirklich überhaupt nicht. Ja, keine Ahnung. You see the use of Paul, Aaron, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich von der Schnitt gegeben habe. 4,6 oder 4,7, so irgendetwas so. Nicht fantastisch, aber ja. drywall and the addition of color. A lot of our customers utilize even more drywall. Before we move on to the kitchen, here's one last look at the log series. Eben, von mir wirklich definitiv viel zu viel Holz in dem ganzen Haus. Ich kann noch mal ein bisschen skippen. Hier die Küche ist auch irgendwie so holzlastig. Es sieht noch schön aus. Vor allem so ein geiler, grosser Frigor oder so ein geiler, grosser Kühlschrank. Das ist schon geil. Aber jetzt gehen wir noch ins nächste Zimmer. Das da ist gar nicht meins. Das nicht gar nicht gern. Noch Holz durch Holz. Alles Holz. Das nicht gern. Nein. Das fühle ich auch nicht. Das ist auch viel zu holzlastig. Nein, fühle ich nicht. Das Wohnzimmer ist mir irgendwie auch, ja, einfach in dem Haus ist mir wirklich alles viel zu holzmäßig. Da auch, das Holz, das fühle ich nicht. Das ist das Einzige, was noch so cool ist mit dem Billardtisch und so, mit der Feuerstation, mit den Gaming-Sachen. Die braucht man sowieso nie. Aber das ist noch geil. Holz ist eine geile Idee, aber nicht so viel Holz. Ja. 4 nicht alles. 4 wirklich nicht alles. Oh Meiler, du müsstest mal bei mir daheim sein. Alles nur aus Holz. Nein, also, versteh mich nicht falsch. Holz ist nicht... So ein Holzhaus finde ich nicht scheiße. Oder sieht nicht gut aus oder so. Ich finde einfach, wenn jetzt so wie das Haus, du extra, wissen wie ein neues fancy Haus brauchst und nein, gefühlt nur Holz brauchst, dann 4 nicht. Das 4 ist nicht so. Aber ist ja komplett in jedem Sinne weniger. Ist einfach alles gleich, die gleiche Farbe. Eben, ist alles die gleiche Farbe. Ist nicht viel zu monoton, das Ganze. Ja, genau. Arnold in Action. Arnold in Action. Ich mache, nein, ich glaube, ich noch schnell mal ein kleiner Real Talk wegen YouTube und so. Silvan Kruste, Sally. Da sieht man aus, als hätte man in Minecraft das Holz zur Verfügung. Ja, genau, ja. Man baut einfach ein Holzhaus in Minecraft und dann kommt das raus. Jeder Architekt hat sicher einfach nur Minecraft gezockt und hat sich so auf YouTube nice wooden House eingezogen und hat das gefunden. Nice wooden House Minecraft. Und dann hat er sich das da hier gemacht. Dann hat er das da hier einfach in Real Life umgesetzt. Warte, wo ist es jetzt hier? Sehen wir das ganze Haus mal hier? Nee, hier, vielleicht am Ende. Hier. Das ist das Haus von vorhin, das ist das gleiche Haus. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Oh. Mein Lieblingsfach in der Schule war Sport. Ja, ich muss sagen Sport und wahrscheinlich ist ja Sport, das ist logisch, Sport ist das Lieblingsfach. Aber mein zweitlieblingsfach Philosophie vielleicht. Physik ja, aber Prüfungen nicht. Das ist ein bisschen komisch, aber Physik kann ich auch noch gerne, aber ja, Physik kann ich gerne haben, aber Philosophie habe ich noch gerne gehabt. Noch. So. Also, dann schaut sich nochmal hier auf ich um. Genau. FC SG Player. Hoi Meiler, kennst du mich noch? Ja klar, kenne ich dich noch. Max Vision. Ich und Sima Cemo mal Foto-Challenge. Ja, kann man machen, ja.
Noetzku, Salü zusammen. Ich wollte noch ganz schnell, also ich mache ganz schnell etwas zu trinken holen. Bleibt auf jeden Fall am Start, weil nein, gibt's noch... Oh, hey Mann, der Chat, der ist einfach nie aktiv, das nervt. Hier. Könnt irgendetwas in den Chat spammen, ich bin jetzt gerade weg und gehe mal etwas zu trinken holen. Tu noch hier ein bisschen Musik. Könnt irgendeinen Scheiß in den Chat spammen, wenn ich nicht da bin. Weil ich bin jetzt weg, aber schnell etwas zu trinken holen und ich tu noch schnell bei YouTube ein kleiner Real Talk machen. Bis gerade. Yeah, I get my best flows and test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves at expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed, the story flips. See, now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me. Two-faced friends only in it for the money. Who can you trust when he trying to be the greatest? But now I'm waving bye to you haters until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more. Until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. And you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top. Number one. What am I really trying to prove? Did I just put myself into a situation where I gotta choose between music and money, fans and friends? I hope that all the above is on the Scantron then. Life is a test and I study for the class. If you wanna understand, then you better do the math. Procrastinated rappers thinking they go past, gonna find out real soon just how long they gonna last. Can't afford to keep it 100 nowadays, cause if you want the money and need the record plays, you'll turn into a Lady Gaga monster for the fame. That's why all of a sudden all your music sounds the same. But me, I keep it me, have nobody else to blame. Genau so heißt das Lied. So. Was ich mir jetzt trinken geholt habe, einfach ein Glas Wasser. Die Flasche kommt zurück, genau, ja. Jungs und Mädels, die hier drin sind, wie heißt das Lied? PMAC One. Die Leute, die hier jetzt im Chat sind. Was ist euer Lieblings? Maxi King, Kinderpingu oder die Milchschnitte? Oder die Hippo, die Hippo da, wie heissen die Dinger da? Bin ich dumm oder was? Einfach die Viertoner. Was ist euer Lieblings? Was habt ihr am liebsten? Die eine da, danke, dass du das Lied in den Chat schreibst. Habt ihr auch so gern? Was ist da hier? Geiles Shirt. Hey, danke, Bro. Ich finde das wirklich noch geil. Gamest du? Ja, ich game, ja. Und zwar, wenn denn momentan Fortnite. Maxi King, Alexandra Skyline, okay. Milchschnitte. Der Variastelle am liebsten dann Abora. Ja, moin. Ne, Maxi King. Maxi, Pingu, okay. Ich muss sagen, mittlerweile für mich ganz klare, einfach die gute alte Milchschnitte. An Milchschnitte, genau. Genau, ja. Bügel immer noch bei Radio Freiburg. Ja, ich bügle genau bei Radio Freiburg, genau. Kinderbingo und Milchschnitte habe ich gern. Genau. Sehr geil. So nach Kinderbingo. Maxi King ist aber auch geil. Es geht nur um Magnumklasse. Ja, gut. Das ist etwas anderes schon. Ich kann mir beim Essen zulassen. Nein, ich mache ein bisschen Hintergrundmusik, wenn schon, dann schon.
Und dann mache ich noch ein kleiner Real Talk. Und dann gibt es noch ein kleiner Real Talk zu YouTube und so. Alexandra Skyline. Logisch wollte ich noch über das reden. Über den Artikel von mir in der Zeitung. Holy shit, wieso habe ich nicht da gedacht? Ich bin fest im Streaming gewesen. Muss ich noch machen. Also schnell zu der Frage. Bügel ist immer noch bei Radio Freiburg? Ja. Hast du eine Freundin? Ja. Bist du jetzt fertig mit dem Studium? Nein, noch nicht. Ein guter Meinung. Merci vielmals, Silvan Gogler. Gibt Sport und wenn ja, welcher Sport? Von welchem Verein bist du Fan? Ich mache Sport. Und zwar Tennis. Das ist meine Lieblingssache. Also ich habe am liebsten Tennis. Und der Federer natürlich. Ich mache kein ASMR. Was ist dein Lieblingslied, um mit Ferien zu gehen? Lieblingsland? Ja moin. Mein Lieblingsland? Mein Lieblingsland? Keine Ahnung. Ich bin noch nicht in anderen Ländern gewesen. Ich kann das nicht sagen. Vielleicht... Nee, weiß nicht. Am liebsten einfach die Schweiz. Zum Beispiel eben für das Wohnen. Für Ferien, keine Ahnung. Real Talk, wenn erst das letzte Mal zum ersten Mal gemacht? Keine Ahnung, hey. Ja, ich brauche auch so eine Liste wie der Markt, dann vergesse ich nichts mehr. So, das Lied ist vorbei, ich bin noch nicht fertig mit meiner Weihnachtsschnitte. Scheiße nochmal. Ja, jetzt ist einfach noch meine Milchschnitte fertig, da könnte man jetzt noch zugucken. Oh, der FCSG Player schreibt da in Chat. Ungesund. Ungesund. Scheiß Industriezeug. Blöde Zusatzstoff. Viel Zucker. Genau der Scheissdreck ziehe ich mir jetzt ein. Welches Eck bist du gegangen? Hier im Freiburger Oberland. Sensebezirk. Wie ist dein Nachname? Sagen jetzt so, nicht einfach so, aber eigentlich ist es nicht schwer, das auszufüllen. Zoe, Bella, lasst den Privatchat-Podcast. Lasst den Privatchat-Podcast, es lohnt sich. Zoe, du hast recht. Der Privatchat-Podcast ist der beste Podcast, was es gibt. Oh, fertig mit der Milchschnitte. Oh Mann, scheiße. Das ist hier ein Schokolade auf meinem Boot. Scheiße nochmal. Das ist nicht gut. Der Privatchat-Podcast ist absolut der beste Podcast. Oh, der Urgamer ist in meine Insta-DMs geslidet. Okay, das hätte ich mal gesagt. Er hat einfach auch tote Tiere an der Wand, ich glaube es nicht. Was isst du am liebsten? Viele Sachen, gibt viele verschiedene Sachen, die ich sehr gerne esse. Genau. Ich kann dir nicht etwas sagen, was ich gerne habe. Ja, Äpfel essen ich manchmal schon. Zum Beispiel heute. Ja. Ich muss den Podcast noch uploaden, das darf ich nicht vergessen. Podcast ist etwas auf Spotify zum Beispiel, wo wir einfach so fast wie eine Radioshow einfach eine Stunde lang miteinander reden. Jetzt muss ich ganz schnell noch Zeitung holen. Ha, genau. Ja.
I'm back in the business. Am liebsten Döner, oder? Ja klar, am liebsten Döner, Alter. Ich bin nicht 100% Schweizer, nein, ich bin noch halber Peruaner. So, ich bin auch back in the business. Oh shit, hey. So. Nein, das Ding tut mir nicht gut, ich habe Maxi King. So, jetzt hier. Hier da. Freiburger Nachrichten. In der Zeitung da hier bin ich gestern drin gewesen und ich check es bis heute noch nicht. Bis heute bin ich noch so hier sitzen ich da. Komplett lost. Keine Ahnung, ja. Aber ich habe gestern den Bericht in den Freiburger Nachrichten gesehen. Ich war komplett lost gewesen. Also, klar habe ich gewusst, dass sie mir angefragt haben und sie mit mir etwas machen wollen. Aber dass das nicht so zustande gekommen ist, das hätte ich niemals gedacht und das war krass gewesen. Viel lieber die Schweiz. Viel lieber die Schweiz als Peru. Ja, dann machen wir jetzt noch ein ganz kleiner. Was ich sowieso noch machen will, vielleicht ist der Arnold in Action TV noch da, aber was ich noch machen sowieso ist über Dings reden. Milo, eine Frage. Malteser holen oder Trauben oder Glasse? Jetzt gerade für dich. Okay. Ich würde sagen, du gönnst dir ein paar Trauben für das gute Gewissen, dass du ein paar richtige Früchte gegessen hast. Und nein, entweder Maltesers oder Glasse, was du halt lieber hast. Genau. Feuerwerk schon gekauft? Nee, Bro, habe nicht so gerne Feuerwerk. Ich kann's glauben, bin damals auch komplett los gewesen, als unser Bratwurst mit Senf-Video in den 20 Minuten war. Ja, genau. Wieso habe ich lieber die Schweiz als Peru? Also ich habe lieber die Schweiz als Peru. Ich bin noch gar nicht so oft in Peru gewesen. Selber, vielleicht 2-3 Mal, aber jetzt einfach rein sowieso von der Infrastruktur, vom Land und von der Organisation und wo ich wohnen will, wo ich alt will kommen und so weiter und so fort, ist die Schweiz 100% besser als Peru. Ich weiß nicht, oder generell jenste südamerikanische Länder. Also ich wüsste nicht, klar bin ich halber Peruaner und so, aber ich würde nicht wollen auf Peru wohnen, freiwillig. Nein. Ja, Ferien und so. Sehr, sehr geil. Peru, wunderschönes Land, aber so, einfach so dort wohnen, nein. So, also jetzt wollte ich noch kurz über Dings reden, also über YouTube. Also es ist dann zumal, als ich mit YouTube angefangen habe, in dem Bericht geht es um mir, ich hatte da vielleicht noch kurz Ausschnitt vorlesen oder irgendetwas so. Variasch, wie gut kannst du Spanisch? Ich verstehe es nicht schlecht, aber ich kann nicht so gut reden. Genau. Ja. Ja. Nochmal zurück, jetzt endlich zum YouTube-Thema. So. Ja, moin, ich kann nicht. Jetzt kann ich endlich anfangen mit dem Scheissdreck. So, also, eben. Nein, es geht nicht. Ich habe ging noch die Dings im Scheißhaus. Im Scheißhaus. Scheißhaus, nicht Haus, sondern im Haus. So, egal. YouTube. Ich habe dann zumal angefangen, das ist schon Ewigkeiten her, weil ich kann das schnell suchen. Ich kann wirklich schnell suchen, wo ich mit YouTube angefangen habe. Hier, der Maelo bin ich, das ist der bin ich. Ich habe dann zumal hier, mein allererstes Video ist im 2013 veröffentlicht worden. Und jetzt haben wir
2019. Digga. Ich mache wirklich schon Ewigkeiten YouTube. Also wirklich schon lang machen YouTube. Vor 5 Jahren mein erstes Video. Hier steht 5 Jahre. Es ist wahrscheinlich später gewesen, als wir das jetzt im Jahr haben. Ja, genau. Es ist krass. Also, dass ich 5 Jahre schon YouTube mache, wieso nicht? Also, das ist wirklich heftig. Aber ich habe dann eben vor 5 Jahren mit YouTube angefangen. Vor 5 Jahren habe ich mit YouTube angefangen und zwar Minecraft-Videos zu machen. Minecraft-Videos, wo irgendwie, dann zumal hure im Hype waren und hure geil waren, weil ich selber auch viel Minecraft selber gamet habe und gezockt habe, weil ich das so selber gerne gehabt habe. Minecraft ist Leben. Minecraft ist einfach eigentlich ein hure geiles Game und ist ging noch ein hure geiles Game. Eigentlich. Ich game es einfach nicht mehr so viel. Minecraft Ehre. Und ich habe einfach mit dem Game dann zum angefangen, weil ich glaube, dann zumal den Gronk gesehen habe, Let's Plays machen und auch noch schon den Unge. Der Unge hat, glaube ich, dann auch schon Let's Plays gemacht und ich habe den Unge hure gern schon mir reingezogen und so, seine Minecraft-Videos, seine Survival-Games-Videos, das habe ich dann im Anschluss auch noch gemacht. Und das ist sehr, sehr geil gewesen, mir die Videos einzuziehen und man hat gesehen, dass ich das selber auch machen kann und ein bisschen das Ganze zu lernen, wie das Ganze geht. Ich meine, mein erstes Video, das ist wirklich noch nicht wesentlich was gewesen, also das ist schon ein bisschen cringy gewesen, aber ich habe es einfach mal probiert, es einfach mal machen. Wir können uns jetzt gerade mal einziehen hier. Warte, ich muss gerade mal einziehen, das Video hier. Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf diesem Kanal namens Pumpkin. Oh yeah, oh yeah. Geiles Intro. Ich liebe die Intro-Musik gegen noch. Also nach wie vor ist das eine geile Intro-Musik, wie ich finde. Ja, hier so. Ja, heute möchte ich euch ein bisschen vorstellen, was auf meinem Kanal kommen wird, was für Projekte kommen werden, was eben für Spiele kommen werden. Ja, aber das ist so das erste Video. Erstmal noch ein Like da lassen und wer ist der geile Typ? Ja, ich weiß es auch nicht. Nee, aber das ist wirklich sehr, sehr nice. Und dass ich dann zumal Minecraft-Videos gemacht habe. Ehre geht raus. Also wirklich, ich finde, für das überhaupt nicht muss ich mir schämen oder so. Sehr, sehr geile Grüße. Alle die Dinge. Grüße gehen aus an dir. Ja, eben. Besser als die von Joshua. Ja moin, ja, das Intro ist noch nicht so, dann zumal schon nicht übersteuert gewesen bei mir. Nein, aber ja, angefangen mit Minecraft-Videos, dann zumal bin ich vielleicht 15, 16-jährig gewesen. Es war wirklich eine nice Zeit gewesen und ich habe gerne Minecraft gamen, ja mit 2 anderen Leuten, die auch mit mir Minecraft-Videos gemacht haben später, mit dem Der Melon, beziehungsweise ja, mit dem Der Melon hat er dann zumal geheißen. Und heutzutage heißt er Sandronic auf YouTube, macht aber absolut keine Videos. Und auf YouTube Broomplays. Ich habe die Zeit dann zumal hure gefühlt, wie ich zusammen gezockt. Nach der Schule sind wir heimgekommen, zusammen gamen und so. Und YouTube ist wirklich einfach so ein Hobby gewesen, aber ich habe es wirklich eine Zeit lang täglich als Video upgeloadet auf meinem Kanal. Das ist wirklich eigentlich krass gewesen. Also, es war wirklich krass gewesen, wie sehr, wo ich dann zumal aktiv war auf meinem Kanal. Ja, und das ist wirklich noch eine coole Zeit gewesen, einfach so zu gamen nach der Schule so hinzukommen, einfach zu zocken, unbeschwert einfach heimgehen, ein bisschen zu zocken und das Minecraft-Video aufzunehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das war wirklich geil gewesen und nein, das ist jetzt schon in der relativ nahen Vergangenheit, habe ich mir entschieden, die Videos auf Schweizerdeutsch zu machen und dann mal etwas anderes zu machen, weil ich nicht das Gefühl gehabt habe, ich habe auch Vlogs einfach machen und so weiter und so fort. Dann einfach das Gefühl gehabt, wenn ich so in die Kamera einschnurre und Hochdeutsch rede, habe ich das Gefühl gehabt, das ist nicht so wirklich, wie ich bin und das ist halt wirklich nicht, ich rede nicht so im Alltag, ich rede nicht Schweizerdeutsch im Alltag, also wollte ich auch nicht, ich rede nicht Hochdeutsch im Alltag, also wollte ich auch nicht Hochdeutsch Videos machen, genau. Und dann habe ich angefangen mit schweizerdeutschen Videos. Und das
ist bis jetzt wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen gewesen und das ist wirklich sehr, sehr nice gewesen. Ja, ich finde das sehr, sehr cool, dass ich eben dann zumal ich den Faden verloren. Ja, genau, eben, dass ich schweizerdeutsche Videos einfach mache, das ist sehr, sehr geil. Also schweizerdeutsche Videos, das war die beste Entscheidung gewesen. Und seitdem hast du mir abonniert, Variashi. Nice. Eben, die schweizerdeutschen Videos, das war wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung von mir. Und ja, was soll ich noch sagen? Eben, einfach mit YouTube und generell, wenn irgendjemand von euch jetzt da zuguckt, hier im Livestream oder vielleicht im YouTube-Video, das ich da draus mache, das Video, oder wenn ihr mit YouTube-Videos wieder anfangen, denkt nicht groß darüber nach, fangt einfach an. Klar müsst ihr wissen, oder klar ist, kann man nicht einfach anfangen ins Blau aus und so. Ich habe mir zum Beispiel dann zum Anfang, habe ich schon hier einen nice PC gehabt, schon das Mikrofon gekauft gehabt und, nicht Facecam noch nicht, ohne Facecam, aber ich habe zuerst mal die Sachen gekauft. Das Zeug mal investiert, weil ich Lust gehabt habe auf schon qualitativ hochwertiges Zeugs. Jetzt wenn ihr Vlogger wollt sein oder so, dann holt euch irgendeine Kamera, vielleicht jetzt nicht gerade so eine, das ist vielleicht ein bisschen teuer, und als Mikrofon, weil Mikrofon, das ist am ersten noch irgendwie wichtig, weil wenn das Bild nicht so gut ist, okay, wenn der Sound scheiße ist, klicke ich direkt weg, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, und wenn ihr wieder anfangt, macht es einfach. Tut einfach anfangen. Tut nicht groß überlegen, was die anderen Leute in der Schule für euch denken, was die anderen Leute sagen über euch. Gebt einen Scheiß drauf. Aber, handkehrum, wenn der YouTuber will sein oder wenn der YouTube will machen, dann müsst ihr halt schon vielleicht manchmal gefasst sein auf Leute, die euch negative Sachen sagen oder die euch negativ bewerten oder negative Sachen in den Kopf schießen. Oder sagen, dass sie das nicht gut machen oder so. Sowohl vielleicht in der Schule als auch auf YouTube selber. Vielleicht am Anfang hat er mehr Dislikes als Likes, weil die Leute von der Schule es mitbekommen haben und euch so wie einhauen oder so, weil ihr seid die mutig sind und die YouTube-Videos machen und nicht sie. Sie sind hier zurückgeblieben und machen einfach keine Videos. Und sie die euch sich lustig machen darüber, dass die Videos mit die selber ihnen das Problem mit sich oder so, die selber vielleicht ja nicht die Eier dafür YouTube-Videos anzufangen und so. Ignoriert die Leute, die sich lustig machen in der Schule über euch, wenn der YouTube wieder anfängt oder so, oder wenn der YouTube angefangen hat. Scheiße auf die Leute und eben probiert vielleicht einfach euer Ding da durchzuziehen. Vielleicht schafft ihr ja irgendetwas Neues auf YouTube zu machen. Es muss nicht etwas Neues sein. Klar, wenn man etwas komplett Neues macht und so, dann nice, ist geil. Und ja, aber man muss nicht gegen das beste Setup haben und so. Man muss nicht 4K-Videos haben. Man kann auch mit dem Handy 4K-Videos machen, genau. Es juckt die meisten Leute überhaupt nicht, ob es jetzt ein 4K-Video ist oder ein 720p-Video. Also, keine Ahnung, meistens merken es gar nicht, weil es mir gar nicht so juckt, wenn ich es sehe. Aber wenn ihr da draussen Lust habt, mit YouTube-Videos anzufangen, wenn ihr wollt, dann fangt einfach an. Scheißt auf das, was die anderen denken. Und probiert aus der negativen Resonanz auf die negativen Sachen, die die anderen Leute sagen zu euch, einfach aufzubauen und euch zu sagen, ja, wenn die anderen ein Problem damit haben oder so, sollen sie doch selber anfangen. Wenn sie nichts sagen, was ich hätte verbessern, wenn sie nicht wirklich etwas Konstruktives, etwas sagen, wo mir etwas bringt, dann juckt es allgemein überhaupt nicht. Wie siehst du die Schweizer YouTube-Szene im Vergleich zur deutschen? Momentan finde ich, dass die Schweizer YouTube-Szene sehr, sehr nice kommt. Also ich finde, dass die Schweizer YouTube-Szene langsam ein bisschen aufholt. Klar sind wir überhaupt noch nicht wie die Deutschen oder die Amerikaner oder so. Und ich hoffe, dass es eben auch noch mehr Schweizer YouTuber in Zukunft gibt, weil
es ist einfach noch cool, mehrere Leute auf der Plattform zu haben und mehrere Leute, die zusammen wachsen oder so zu haben. Jetzt haben wir momentan vielleicht so eine Crew, wo der Can, der Adi, der Marc, und vielleicht noch der Elia, dass wir aber Videos zusammen machen und Natti-Style. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn noch andere Leute da drin kämen und einfach mit YouTube würde anfangen und ein bisschen würde Gas geben und YouTube vielleicht auch ein bisschen ernster nehmen. Genau, ja, das würde ich sehr, sehr geil finden. Mhm. Ja, eben, was ich euch so mitgeben kann, für wenn der YouTube wird starten, fangt einfach an, ich habe mir dann fangt einfach an und tut nicht zu fest überlegen, soll ich es jetzt machen, soll ich es nicht machen. Fangt einfach mal an. Das erste Video einfach mal uploaden und sehen, was für Resonanzen die ihr bekommt und welche Leute, die irgendetwas euch zu sagen. Oh, Mr. Lelu, der One and Only Broomplace, mit ihm dann zumal habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen, so halbwegs. Er ist der Ehrenmann. Er ist eben einer von den Ehrenmännern, der dann zumal... Nice. Er ist einer von diesen Ehrenmännern, der dann zumal seit Tag 1 dabei war und mit mir YouTube-Videos gemacht hat und selber auch YouTube-Videos gemacht hat. Sehr, sehr geil. Merci vielmals für die 2 Franken. Kuss geht raus. Ich muss auch immer etwas mit dir machen. Wir müssen auch immer zusammen gehen. Wir müssen einfach auch mal etwas mehr zusammen machen. Ja, das war nochmal schnell dazu gewesen. Aber fangt einfach mit YouTube an und hört nicht auf, wie der Broomplace oder der Mr. Lolo, hört nicht auf, sondern macht einfach weiter. Ja, YouTube, wenn ihr Lust habt auf Videos, fangt an, müsst es ja noch nicht allen sagen, die Schuhe und so weiter und so fort, sondern fangt einfach mal an und macht es ein bisschen im Hintergrund oder so. Wäre sehr, sehr geil. Much love geht zurück zu dir, Mr. Lolo. Mhm. Ja. Jetzt habe ich hier einen kleinen Real Talk lanciert, hey, holy shit. Jetzt will ich noch ein bisschen abkühlen. Und dann rede ich noch über das hier, über das ich in der Zeitung war. Ich bin in der fucking Zeitung gewesen. In der Freiburger Nachrichten. In der Zeitung. Ich glaube, es ging noch nicht. Ich bin genau lost. Ey, Milo, kannst du noch auf mein Video reagieren, wo ich rede? Ja, vielleicht in einem nächsten Stream. Jemand hat noch gefragt, wie alt ich bin. Ich bin mittlerweile knackige 13 Jahre alt. Genau. Kennst du den Jonas Ems? Jonas Ems, ja, aber ich kenne nicht so gut seine Videos und so. Genau die Tipps habe ich befolgt. KA einfach von einem halben Jahr von Elia. Genau, ja. Einfach weitermachen, Moritz. Es ist... YouTube ist aber schon ein bisschen ein Auf und Ab. Oder auch wenn du YouTuber bist, so mäßig, dann ist es mühsam. Dann ist es wirklich mühsam. Also ne, YouTuber zu sein ist manchmal ein Pain. Weil du auch manchmal deine Videos machst und wenn sie weniger gut ankommen oder wenn du das Gefühl siehst, shit, jetzt hat das Zeug weniger Likes bekommen, weniger Klicks, dann bist du manchmal schon oft so im Struggle und hast das Gefühl so, fuck, ey. Obwohl du eigentlich gar nicht so sehr auf die Klicks oder auf die Zahlen geiern. Ich meine, wenn du es nicht für das machst, dass Leute sehen, dann kannst du so für dich selber machen. Das ist eigentlich wirklich ein Argument. Wenn du YouTube-Videos machst, dann willst du eigentlich auch, dass Leute das sehen. Und sonst könntest du es so für dich selber machen. Ja. Aber YouTuber sein ist wirklich ein Pain und es ist wirklich so ein bisschen ein Hin und Her von dem Gefühl. Manchmal denkst du so, oh yes, geil, das Video, oh shit, das Video kommt gut an, sehr, sehr nice. Ja. Und manchmal ist es so, fuck. Ja. Was heisst es für dich, Schweizer zu sein? Ich komme ursprünglich aus Indien, aber ja, nur den Schweizer Pass, genau. Ich habe gedacht, da aus Paris geht ab, wie heisst sie wirklich, aber hey, keiner hat es geschaut. Ja, es ist eben wirklich der Scheissdreck, ja. Der Moment, wenn man
der Moment, warte mal, hey Mann, ihr schreibt viel Chat. Der Moment, wenn man merkt, dass auf dem Bild von der Freiburger Nachricht am Kompi, wo du am Video von Mann, Can und, ja, genau das habe ich gemacht. Ja. Hand denkt, ja, aber spaltet sich die Freiburger, Berner, Zürcher YouTube-Szene von der Ostschweizer ab? Keine Ahnung. Nein, würde nicht sagen, dass sie sich abspaltet, aber die leicht aufgewärmt und der Greenie, die machen ja gar keine Videos. Ja. Wenn Erfolg willst in der Schweizer YouTube-Szene, einfach Nati-Style aufs Thumbnail. Ja, einfach Nati-Style aufs Thumbnail, dann läuft es von alleinig, genau. Dann läuft es wirklich von alleinig, gar kein Problem mehr. Einfach Nati-Style. Bei der läuft ja unglaublich momentan, das ist krass. So. Tust weiter auf Schweizer Videos reagieren. Wahrscheinlich nicht mehr heute. Wahrscheinlich reagieren nicht auf Schweizer Videos. Einfach im Titel. Milo reagiert auf Schweizer Videos. Ja, nicht jeder auf Schweizer Videos reagiert. Könnt dem Livestream, alle hier, die in dem Stream dabei sind, könnt ihr einfach euer Handy nochmal schnell umdrehen oder PC, wo ihr seid, einfach schnell ein Like da lassen. Nice. So. Ja, die Inder sind hier Representer hier in meinem Stream. Bin halber Schweizer und halber Deutscher. So, also ja. Jetzt nochmal ganz kurz zu gestern, dass ich in der Zeitung war. Ah, Sally, Mr. Elia, gestern deine Pizza mit extra Pommes und Mais. Köstlich schmöchtlich. Nice. Nein, ich noch kurz drüber reden. Über heute am Abend einen neuen Privatchat-Podcast. Ja, darf ich nicht vergessen, ich muss den noch uploaden, schnell den Privatchat-Podcast. Genau, ja. Wir müssen unbedingt noch den Privatchat-Podcast endlich einmal uploaden. Also wir müssen, Livestream machen. Jetzt noch im Stream eine Runde zocken, mache ich auch nicht mehr. Im Stream zocke ich wahrscheinlich nicht mehr eine Runde, aber vielleicht mal ein anderes Mal gamen in der Runde im Stream oder so, das wäre noch nice. Aber jetzt... So. Gestern bin ich in der Zeitung gewesen, hier in der lokalen Freiburger Nachricht. Ich bin ja Freiburg und ich bin hier in der News gewesen, in der Zeitung. Es ging so abgehoben, wenn ich jetzt darüber rede und so scheiße, aber ja selber fast nicht können glauben, es war so surreal von mir gewesen, weil aus Kleinen habe ich so die Zeitung gelesen, die ging halt hier im Haushalt rumgelegen, die Freiburger Nachricht und so. Da sind Leute drin gewesen, wie der Gustav und so, Leute von hier in der Umgebung. Klar sind die viel legendärer als ich oder irgendwie, aber dass ich jetzt auch in der Zeitung drin war selber. Eben lost gewesen gestern. Also, ich habe es ja gewusst, sie hat ein Interview mit mir gemacht und so weiter und so fort, aber es ist sehr, sehr nice gewesen und ich habe es kaum glauben. Paul Aaron, kannst du das nochmal schreiben? Nein, gerade. Die habe ich schon, nur dort keine Videos getroffen. Was? Was hast du schon? Ja, moin. Ich weiß nicht. Egal. Oh, ich habe noch 5% auf meinem Laptop. Egal. Also, eben, dass ich in der Zeitung war, das habe ich kaum glauben. Also nicht auf der Seite, sondern hier auf der zweiten Seite. Auf der zweiten Seite ist wirklich ein fetter Artikel über mir gewesen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Man sieht es absolut nicht. Hier. Das da hier. Ja, moin, man sieht überhaupt nicht. Es ist zum Kotzen. Ich kann überhaupt nicht mit Zeitungen umgehen. So. Zack. So. So. Hier ist der Artikel. So sehe ich aus. Seht ihr euch den sexy Boy an? Hier sitzen ich gerade übrigens. Seht ihr den? Das ist der da hier. Das ist ein $1 Million Smile. Seht ihr den hier? Das ist der da hier. Das ist der da. Spaß. Also nicht Spaß. Ciao Max Mission. Ja, danke. Merci vielmals dir auch. Also, eben dass hier so ein grosser Artikel und sogar irgendwie Kopf des Monats über mir gemacht ist. Erstmal, wenn das irgendjemand von den Freiburger Nachrichten sieht oder so. Danke nochmal sehr viel mal, dass du das mit mir gemacht hast. Ey, es ist wirklich sehr, sehr cool. Und ich weiß nicht, wie ich das verdient habe. Und das YouTube-Zeugs, klar,
ist es schon relativ groß, aber dass ich einen Artikel in einer so einer Zeitung bekomme, Ehre. Und ich finde es wirklich, ich habe es wirklich cool gefunden, dass so etwas gemacht wird. Und ich bin fast, ich merke es ja fast selber, ich bin fast ein bisschen sprachlos selber gewesen, dass so etwas überhaupt möglich ist und so. Und hier ist übrigens im Artikel ist noch etwas zum Privat-Chat-Podcast gestanden. Elia, du bist ja noch im Chat drin, ist noch etwas zum Podcast gestanden. Und sie hat mir einfach so gefragt, was ich mache, für halt den Leuten, den Leser von der Freiburger Nachricht einfach so ein bisschen näher zu bringen, was wo ich mache. Genau, und was ich von YouTube-Videos mache und was ich schon noch mache, aber Podcast und die Livestreams da hier. Ja, genau. Und eben, wenn ich mich so zurückerinnere, eben dann zumal, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich weiß nicht, wie es bei euch in eurem Kanton ist oder so, aber bei uns hat es so, wenn du in die SEC oder in die OS, in die Orientierungsstufe, also das nach der Primarschule, bei uns muss man so eine Prüfung ablegen. Und in dieser Prüfung, ich bin dann schon so gewesen, in die SEC B, also bei uns gibt es A, B, Real B. Bei anderen Kantonen ist A, B, C und D. Und dann bin ich in die C gekommen, also in die Real A. Genau. Und nicht in die SEC B, weil ja, ich bin ja nicht in der Uni und so. Und dann habe ich mir so die Entscheidung gefasst, irgendwie in meinem Kopf, ich bin dann noch verdammt jung gewesen, vielleicht 10, 11, 12, ich weiß nicht wie alt man dann ist, habe ich mir so die Entscheidung gefasst, yo, Dude, du musst jetzt die Tür ziehen in der Schule, du musst jetzt Gas geben in der Schule, weil sonst kannst nicht alles dir erfüllen, was du willst machen. Es ist mir gar nicht darum gegangen, oh, ich will nicht einen schlechten Job oder so machen, sondern es ist mir darum gegangen, yo, ich will Möglichkeiten offen haben, auch in Zukunft das zu machen, was ich gerne würde machen. Und dann habe ich Gas gegeben in der Schule. Ein bisschen mehr Gas gegeben als sonst in der Primarschule, wo ich absolut nichts gemacht habe. Vielleicht auch viel Scheiß gemacht und so. Und dann bin ich eben zuerst ins C eingestuft gekommen, bin dann, also das Jahr wiederholt, bin im B gewesen, in der Sek B gewesen. Und genau. Und ja, ich bin dann in Sek B gewesen und von dort aus habe ich dann ins College, also in Gimmer kennengelernt und so weiter und so fort. Und habe dann mit YouTube angefangen, habe mit YouTube die Tür gezogen und grindet und so. Und ein Stück weit, wenn ich das selber sehe, oder wenn ich selber hier den Artikel oder so sehe in der Zeitung, macht es mir ein Stück weit irgendwie für mich selber so stolz, dass sie auf mich zugekommen sind und ich das jetzt mache. Also ich das jetzt kann machen und in der Zeitung kann sein, wo ich davor gedacht habe, niemals. Ich lese die Zeitung vielleicht beim 9. Mal, wenn ich irgendwo bügle oder so, aber niemals bin ich selber in der Zeitung auf der ganzen fucking Seite aus Kopf des Monats. Klar, es ist krass und ich realisiere es gar nicht und ich schätze sehr, dass sie auf mich zu sich kommen und dass ich das Anführungszeichen geschafft habe. Es klingt ein bisschen blöd oder so, aber irgendwie ist schon noch ähnlich cool. Und dass sich noch viele Leute bei mir gemeldet haben und so, ja, geil, du bist in der lokalen Zeitung und so, gratuliere dir. Das freut mich auch jedes Mal, wenn auch Leute geschrieben haben, viele Leute geschrieben, ja, cool, du bist in der Zeitung und so. Das war cool gewesen und das ist wirklich, hätte ich nicht gedacht. Und auch, wenn ich jetzt eure Kommentare da lese, also wirklich ganz, ganz grosses Merci an euch alle, die mir unterstützen, dass hier ja auch ein paar Donations bekommen in dem Streaming, vielleicht 30 Stutz oder so, unglaublich. Es ist wirklich krass und dass mir Leute zugucken und dass Leute das gerne haben, was ich mache und Lust haben, mir da jetzt, wie lange streamen ich schon? Schon Ewigkeiten, schon fast 2 Stunden streamen, dass Leute Lust haben, sich das einzuziehen und dass Leute Lust haben, sich meine Videos einzuziehen. Ja, das ist wirklich nicht selbstverständlich und da danke ich euch, danke
vor allem euch, den Leuten, die jetzt hier am Start sind, bin ich in der Zeitung. Ja, klar ist nicht alles und ich mache genauso jetzt noch weiter mit YouTube, aber eben, danke euch meinen Zuschauern, meinen treuen Zuschauern, ist so etwas möglich, danke vielmals, ja. Gut, ein bisschen ein emotionaler kleiner Real Talk habe ich jetzt gerade gegeben, habe ich jetzt noch schnell müssen machen, aber wirklich Ehre geht raus, Kuss geht raus. Nein, danke, seid ihr alle mit am Start und seid ihr alle so aktiv. Querdenker, du bist einfach geile Sicht, du bist auch geile Sicht. Ja, Milo schickt mir News, kannst du mal einfach deine Fresse halten. Wenn kommt eine Reaktion, heute wahrscheinlich nicht mehr im Stream, jetzt sind schon 2 Stunden im Gang, jetzt gerade offline. Ja, aber es kommt wahrscheinlich nochmal ein Stream, sowieso eigentlich jede Woche und spontan irgendwie kommt sowieso nochmal ein Stream, wo ich vielleicht nochmal game oder vielleicht nochmal etwas anderes mache. Was heisst es für dich, Schweizer zu sein? Für mich heisst Schweizer zu sein eigentlich relativ privilegiert zu sein, im Sinn davon, dass man Glück hat, dass wir alle, die da wahrscheinlich Schweizer sind, die hier zugucken, dass wir alle hier, die zugucken, uns glücklich schätzen, dass wir in einem solchen Land geboren sind und dass wir hier in dem Land aufwachsen und dass wir hier das unser Zuhause nennen. Das ist wirklich ein Privileg, das viele Leute nicht haben und wie ich dankbar sind. Das ist für mich Schweizer zu sein und genau, es ist wirklich nice. So. Hey Arnold, die nächsten. Kannst du mal mit dem Scheiß aufhören? Hey? So. Gehst du viel abstimmen? Ich gehe noch viel abstimmen, ja. Also, ich probiere ging abzustimmen, aber ich schaffe es nicht ging. Genau. Oh Mann. Jetzt würde ich sagen, ist das eigentlich auch schon das Ende vom Streamli. Genau. Danke schon mal an alle da draußen, die überhaupt den Stream ausgecheckt haben, die dabei waren. Wenn ihr jetzt gerade noch eine dringende Frage habt, stellt sie mir wirklich jetzt. Kochvideo nicht vergessen. Ah, das bist du. Aha. Ja, vergessen nicht. Wo bleibt der Roadtrip mit der Schweizer YouTube-Szene? Ey, den müssen wir auch nochmal machen, den hohen Roadtrip. Den müssen wir wirklich nochmal machen. Mann, hey. Genau. Also, wenn ihr jetzt nochmal ein paar Fragen habt, stellt sie mir. Easy. Jetzt kommt nochmal mein Stream-Lied. Meinung zu der SVP? Kann ich nicht groß dazu etwas sagen. Keine Ahnung, ob so politische Themen und so, okay, kann ich vielleicht mal etwas dazu sagen, aber jetzt ja, viel zu wenig Zeit jetzt noch. Denkt dran, Podcast einrichten und Discord einrichten. Podcast aufladen, Discord einrichten. Machen ich. Nice Stream sie. Merci vielmals, Fabian. Danke. Kuss. Kuss geht raus. Danke dir, hey. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Abend. See you later, Alligator. After a while, Crocodile. Welche Partei ist die beste? Kann dir auch nicht sagen. Wüsste ich wirklich nicht. Auch wenn ich dir das privat müsste sagen. Wie bist du eigentlich auf das Lied gekommen, das immer läuft? Das habe ich früher gehört, wenn ich dann so mal COD gegamet habe. Welche Party weißt du? Dude! What am I really trying to prove? Did I just put myself into a situation where I gotta choose between music? Dödingen ist nice. Der Döner ist mal geiler gewesen, als er jetzt ist. Ja. Money, fans and friends. I hope that all the above is on the Scantron then. Life is a test and I study for.
Warte mal. Was? Was? Welcher Vagalut? Wer hat jetzt das gemacht? Gamboni Elke. In Biologie bist aber nicht der Beste gsi. Das ist wie sitzen. Legen Sie sich einen Ordner an. Unbedingt. Ich kann den Witz nicht erklären. Ich kann ihn nicht erklären. Ich darf ihn nicht erklären. Er ist so gut. Ich habe noch nie so einen guten Witz. Also der ist wirklich... Du hast Schwein gehabt, dass ich noch nicht offline bin. Du hast Schwein gehabt. Das ist der geilste Witz. Das ist der oh Mann, und das ist so ein Insider. Ich kann ihn nicht erklären. Oh mein Gott, Alter. Oh. Okay, ja. Das ist sehr, sehr cool. Habt alle noch einen schönen Abend. Genießt den Abend noch. Hoffentlich, ja, Schmirinskis oder Marco. Ich kenne beide nicht so gut. Ich würde sagen, ich komme nicht ganz aus die Altlehre. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Wenn streamst du amix? Ich streame meistens am Abend und meistens so Dienstag, Mittwoch rum. So ungefähr dann. Aber vielleicht auch am Wochenende, das kommt ganz drauf an. Kannst du mir auf Instagram folgen, dann zeigen sie auf jeden Fall. Vergessen Sie nicht Bilder. Kannst du bitte einmal so einen Scheissdreck? Ja. Also, ich wünsche euch allen noch ganz schönen Abend. Genießt den Abend. Gönnt euch irgendwas. Noch etwas Geld zu essen. Nein, kann man schlafen, nicht sparen schlafen. Also, peace. Ciao zusammen. Videos auf dem 2-Kanal online. Morgen, übermorgen, ich weiß noch nicht wann. Ich freue mich schon auf die Videos. Checkt den Kanal aus, Maya LOL heißt er. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, seid ihr mit am Start gewesen. Kuss. You could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top. Number one. I spent my last 2 summers surrounded by blue walls and people doing covers. YouTube stars seem to come in a flash, but when lightning strike, I'ma come later with the thunder and let it resonate across the town. With my voice in a sound, let it shake the ground. From the 415s in the trunk, let it pound to the bay. You know I'ma hold it down. Cause when I'm number one, I'ma take us to the top. This life is too much fun, I ain't never gonna stop. They don't wanna see me run, they just wanna see me flop. But it's gonna be a different story when they hear it drop. Cause when I'm number one, I'ma take us to the top. This life is too much fun, I ain't never gonna stop. They don't wanna see me run, they just wanna see me flop. But it's gonna be a different story when they hear me drop. I wanna be number one is the loneliest number that you'll ever do. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more. Until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. And you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top. Number one is the loneliest number that you'll ever do. 2 can be as bad as 1. It's the loneliest number, this is the number 1. 1